is where the fun begins. So, geht da jetzt was oder wer? Welches Viech verliert sei Hosen Nia? Es ist und bleibt das Gürteltier zwinkernder Smiley Guat Moen beinand lachender Smiley. Ah ja. Grüß Gott beieinander. Wie gibt's noch? Mr. Mozart, Mr. Price, Mrs. Marshall, Mr. Prof. Valentine, ich muss schauen, ich kann nicht mehr reden. Mr. Herbert Darmstadt. Doch, der Alert geht, glaube ich, hoffe ich, denke ich. Mit Frau Marshall hat man gerade eben noch gezeigt, wie man die GIFs einbindet. Aber irgendwas mit deinem Command ist irgendwas kaputt. Weil irgendwie kannst du den nicht triggern und ich weiß nicht warum. Muss er mal nach dem Stream nochmal alles in Ruhe anschauen, ja? Aber grundsätzlich funktioniert's. Wie geht's euch? Nein, ich hoffe, ich habe jetzt gar nicht mehr lesen. Mr. Werb, merci dir für deinen Resub im 10. Monat. Welches Vieh verliert seine Hosen nie? Es ist und bleibt das Gürteltier. Ja, das habe ich jetzt tatsächlich, den habe ich tatsächlich noch nicht kennt. Danke dir, viel Spaß, weiter mit dem Emotes und willkommen weiter natürlich in der Bazi-Gang. Danke dir. Herbert, merci für deine 100 Bits. Leute, was die Einrichtung vom Willkommenssound ist, bin ich noch in der Beta-Phase. Ja, es ist noch alles ein bisschen ungestüm. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade vor 20 Minuten noch mit der Jassi im Voice gesessen. Die hat mir die Software oder beziehungsweise den Dienst gezeigt, wo man da GIFs mit einbindet. Ja, das funktioniert ja alles tutti fein. Ich habe das vorher selber getestet. Nur das Problem ist, in die einzelnen Szenen in OBS ist das jetzt noch nicht eingebunden. Ja, es ist jetzt auf Ach und Krach jetzt in der Szene da drin, da war es die erste, wo ich es getestet habe, und im Startscreen war es noch nicht drin. Und in den anderen Szenen ist es auch noch nicht drin, weil ich jetzt die Zeit nicht mehr gehabt habe, dass ich das einrichte. Wie gesagt, haben wir noch in der Beta-Phase. Morgen oder im Laufe der Woche wird es natürlich alles so eingerichtet, dass es für jeden passt. Ja? Also hoffentlich passen soll jetzt, sagen wir es mal so. Closed Beta oder Open Beta? Das ist die Closed Beta, Mr. Mozart. Soll ich es nochmal probieren? Du kannst es nochmal probieren, ja. Probier's nur mal, dann sagst du es eh. Ich weiß nicht, ob du das machen kannst, weil der Commander einen Cooldown von 60 Minuten hat, aus Sicherheitsgründen. Ja? Bei dir tue ich mich eh nicht runter, aber wer weiß. Ja? Das wird schon, ich mach auch. Du kannst zwar das Gift triggern, aber der Sound triggert nicht. Die Frage ist, warum triggert der Sound nicht? Und warum geht jetzt meine Musik schon wieder nicht, ist die Frage. Jetzt halt. Ja, das ist komisch. Der Sound wird nur triggert, wenn ich den eingebe. Jetzt, also Herbert, das muss er mal anschauen. Das kann nichts Großartiges nicht sein. Das ist irgendeine Kleinigkeit. Im Notfall. Ah, da. Deswegen. Ich weiß schon warum. Ich hab einen Fehler schon. Herbert, probier's nur mal.
Jetzt müsst ihr jetzt gehen. Ich hab's schon gesehen, warum. Vor allem bei dir kommt auch die Willkommensnachricht nicht. Ja, wie gesagt, das schauen wir an. Das schauen wir an. So mittelmäßig, wie am Dienstag operiert, bist du ja ganz würfelig, deswegen, dann ist erst bis 6 bis 8 Wochen Stand angesagt. Mr. Price, erstens einmal willkommen im Club, ich werde die Woche auch operiert. Und ich hoffe, es ist alles gut bei dir. Ich hoffe, es fällt nicht zweit und ich hoffe, das wird wieder so, wie es werden soll. Ja? An dieser Stelle. Monster Hunter, ja, da läuft jetzt Monster Hunter im Hintergrund tatsächlich, das stimmt. Astera. Du hast wenigstens einen zum Rumprobieren. Ich habe jetzt tatsächlich 2. Frau Wifi muss ich noch darauf hinweisen, wenn es da ist, dass man an das Gift schicken muss, weil das zu groß ist. Das kann ich nicht einbinden. Wie gesagt, ich habe da jetzt gerade in Streamlabs geschaut, das war auf, also die Erlaubnis war auf Moderator gestellt. Deswegen hast du das nicht triggern können, den Sound. Ja? Aber das Gift kommt, das ist schon mal gut. Und den Rest, ist, wie gesagt, ich bring's hin. Ja? Ich muss mir das nochmal genauer anschauen, ich muss das mit OBS alles sauber koppeln, damit das alles zusammenpasst. Und dann bis zum übernächsten Stream läuft das alles. Ja? Oder soll ja laufen. Ja? Ich bin Moderator. Ja, ich weiß schon, aber das scheint Streamlabs nicht ganz so zum Kapieren, wie sie es zum Kapieren hat. Ja? Vielleicht ist das auf mich bezogen als Moderator, weißt du, so als Streamer. Ich weiß es nicht, aber das, wie gesagt, ich werde mich drum kümmern. Herbert ist aber mal, ja, ich weiß es auch nicht. Das ist komisch. Es wird wahrscheinlich so werden, dass ich das einfach nur mal komplett neu anlege. Ja, dass ich den Command von dir und von der Wifi einfach nochmal komplett neu anlege, nochmal auslösche. Vielleicht hat es irgendwas geschossen, weil das habe ich jetzt vor 2 Tagen auch ein wenig umeinander probiert. Da ist irgendeine Kleinigkeit, hat es mir da durcheinander beidelt und dann, weißt du, die Technik da, wenn einmal irgendwas nicht so sauber läuft, wie es soll, dann kann es sich da nicht reden. So, auf die Art. Aber das kriegen wir hin. Verspreche ich. Das ist, glaube ich, das Wenigste. Bots doing Bot Stuff, ja, genau, so ungefähr. Naja, am besten voll beherrschen, die druckt dann eher nach Handwerk und baue mich wieder zusammen. Fürchten tue ich mich trotzdem. Ist das die erste Operation, oder was? Wenn ja, dann kann ich deine Nervosität durchaus verstehen. Das was bei mir vor 7 Jahren auch nicht anders gewesen. Wenn man fragen darf, was ist denn überhaupt kaputt? Ja, muss natürlich jetzt nicht sagen, wenn du es nicht willst, um Gottes Willen. Naja. Aber es tut direkt gut, wenn ich mal wieder da vor der Kamera sitze. Die Woche war anders, ohne Scheiß, die Woche ist mein Schlafrhythmus oder mein Biorhythmus auf eine neue Probe gestellt worden. Also es war wirklich nimmer schön die Woche. Ich habe angefangen am Montag, Dienstag, Mittwoch mit der Nachtschicht. Dann habe ich quasi am Donnerstag frei gehabt, weil ich eigentlich die ganze Woche Nachtschicht gemacht hätte. Dann ruft der Meister, ja, hey Alter, ich brauche den Freitag aber in der Frühschicht. So, jetzt stehst du Donnerstag um, keine Ahnung, 12 Uhr Mittag auf und musst aber auf die Nacht wieder ins Bett gehen, damit du am Freitag in der Früh um 5 Uhr einen Wecker stellen kannst. Ja, also die Woche war anders abnormal. Also ich bin am Mittwoch so dermaßen kaputt gewesen, dass ich gesagt habe, hey nein, ohne Scheiß, das haut nicht hin, das haut nicht ab. Ich habe mir zwar dann noch eine Stunde hergeguckt und habe ein Monster Hunter gespielt, aber selbst dann habe ich gesagt, hey, ich brauche jetzt eine Couch oder irgendetwas. Deswegen ist der Stream am Mittwoch ausgefallen. Ja. Dafür machen wir heute ein bisschen länger. Ja. Machen wir bis um 1, halb 2. Ich weiß es noch nicht. Ja. Irgendwie so in dem Dreh werden wir uns bewegen. Und ich werde morgen noch mal live gehen. Morgen wird dann tatsächlich der letzte Stream sein für die Woche, weil ich ja am Mittwoch operiert werde. Da wird es dann die Woche wahrscheinlich kein Stream mehr geben. Ja? Bei dir ist der geschubst Intake, der ist bei dir überstrapaziert. Der geschubsten Intake. Ja, das hat mich jetzt aber auch nicht mehr wundern, dass bei mir der geschubsten Intake überstrapaziert ist. Ja? Beim Sofa geschubste, da erinnert, da war es irgendwann kein Wunder mehr, wenn es den einmal zerreißen wird. Einen Frankel Schorsch habe ich auch noch überlesen. Habe ich dir. Sorry, also, und einen Angel habe ich auch überlesen. Ja, grüß Gott beieinander. Leider, sorry, wenn ich irgendjemanden überlesen habe. Okay, das ist, ja, das ist nicht best gemeint. Ich hoffe, wenn geht soweit alles gut. Schauen wir mal. Für alle, die das jetzt noch nicht mitgekriegt haben, also ich glaube, ich werde es zwar noch am Ende des Streams auch nur mal sagen, aber wer weiß, welche neue Gestalt schon da ist, die wo nicht auf Discord ist, es gibt jetzt Willkommenssounds. Ja, könnt ihr über die Kanalpunkte einlösen. Ja?
Ich wollte es gerade einmal gesagt haben. Ja? Die Nachfrage danach war sehr, sehr groß. Und dann habe ich mich halt auch nicht anschauen lassen und habe gesagt, in Herrgotts Namen 30, dann machen wir halt mir das auch. Ja? Ich hoffe, das passt. Beim Biken haben wir rechte Kurven am Ding-Dong und am Bauchweh da. Was? Am Ding-Dong und am Bauchweh da. Dann bin ich doch mal zum Doc gegangen und der hat gemeint, schau mal mit Chirurgie. Ein Leistenbruch. Okay. Ja, Leistenbruch, unflauschig. Hab ich tatsächlich noch nicht gehabt. Gott sei Dank. Mein Papa hat es einmal gehabt. Ist aber mittlerweile, also da brauchst du, da lehnen wir jetzt einmal sehr weit aus dem Fenster und sag, dass du da nicht oben da brauchst. Leistenbruch mittlerweile Allgemeinchirurgie, da ich jetzt einmal behaupten. Also das ist scheiße, brauchen wir nicht reden, du darfst nichts heben, du darfst eigentlich gar nichts da, die ersten 4-5 Wochen. Aber das ist selbst, das geht sag ich jetzt einmal. Ja. Weil du musst, sag die positive Seiten an der ganzen Geschichte. Du bist daheim. Ja? Du kannst chillen. So. Dir macht keiner irgendwie Stress oder sonst irgendetwas. Das ist ja jetzt das, was ich jetzt in Relation sage. Ja? Klar, die OP da in meiner Legend ist ungeil. Ja? Habe ich überhaupt keinen Bock nicht drauf. Aber ich bin halt dafür auch daheim dann. Weißt du, und kann halt, weiß ich nicht, mit der Frau Bazi, was macht, die nächste Woche auch Urlaub hat, kann Filme schauen. Boah, Alter, ich werde so One Piece nachsuchen. Das wird so brutal. Ich glaube, ich habe 30 Folgen, die ich noch schauen muss. Und das habe ich mir jetzt extra aufgekommen bis zu der Zeit, wo ich operiert werde. Du darfst quasi nichts leisten. Mr. Herbert, genau. Du darfst quasi nichts leisten. Leiste ist ja sehr oberflächlich, das machst du schon. Genau. Also, war jetzt, sagen wir mal so, ist, wie gesagt, ist scheiße, aber da gibt's schon härtere Hausnummern, was Chirurgie angeht. Mondkatz, guten Morgen. Das wird schon werden. Das haut einem schon hin. 30 Folgen One Piece ist ja an einem Tag aufgearbeitet. Ja, wenn man sonst kein Leben nicht hat, dann stimmt das wohl, ja. Da hast du recht. Aber ich gehe jetzt einfach auch einmal davon aus, dass ich mit 2 bis 3 Tagen im Krankenhaus bleiben muss und da bin ich froh, wenn ich es ein bisschen strecken kann. Ist besser, als wenn ich nur eine Folge schauen kann, ja? Immerhin. muss man so sein. Ja, eine Folge dauert 22 Minuten, sowas. Aber ich weiß ja, dass es mittlerweile ziemlich rund geht in One Piece. Ja? Und das haben wir jetzt extra alles aufgeschoben. Und man denkt, nein, chill dein Knierscheiben, das hebst du auf für schlimme Zeiten. Ja? Und die schlimmen Zeiten haben dann ab Mittwoch. So. Du kannst ja nochmal von vor anfangen, dann sind wir irgendwo bei die 500, oder? Bist du ein Witzbold? Jetzt pass auf, ich weiß jetzt gerade aktuell nicht hundertprozentig auswendig, wie viel das wir haben, aber 500 gelangen da schon lange nicht mehr. Wir haben da schon über 1000. One Piece hat mittlerweile über 1000 Folgen. Schauen wir mal was. So, Episoden. 1035. 1035 Episoden. One Piece. Ab 500 wird es erst einmal interessant. Oder so um die 500. Da fangen sie erst einmal an interessant zu werden. Wir müssen jetzt, glaube ich, 800 Folgen nachschauen. Ja, da bist du Zeit beschäftigt. Hast aber einiges versammelt, muss man auch sagen. Also da hast du wirklich brutal viel versammelt. Brutal guten Stuff. Also wenn du One Piece die ersten 200 Folgen schon gut gefunden hast, holla die Waldfee, warte, ja, sie schaut das an. Es ist zwar unfassbar lang, was du schauen musst, aber da kommt so viel geiles Zeug. Also, das ist mit dem Pre-Timeskip nicht mehr vergleichbar. Ich glaube, ich habe keine 20 Folgen gesehen. Ja, ich sage jetzt mal so, wenn du jetzt One Piece aus meiner Perspektive betrachtest, ich meine, ich lese ja einen Manga nicht, ja? Ich schaue ja nur ein Anime, aber wenn ich jetzt mal so die ganzen Folgen, die wo ich gesehen habe, betrachtet, ist alles vor dem Timeskip eigentlich total, wie sage ich denn, ja, fad sozusagen. Aber alles, was dann nach dem Timeskip kommt, das ist halt schon heftig. Da sind schon wirklich geile Sachen dabei. Und jetzt aktuell geht es halt richtig rund. Es ist halt richtig geisteskrank momentan. Das letzte Mal, wo ich geschaut habe, waren es gute Stückel nach Sky Island. Das ist auch noch alles vor dem Timeskip. Das ist noch alles, da hast du noch nicht einmal Ruffy gegen Lucky gesehen. Das ist, ich darf jetzt mal fast behaupten, Ruffy gegen Lucky ist vor dem Timeskip so ziemlich der geilste Kampf, dem was du sehen kannst.
Della Sachen, Bazi Teilspiel. Ja, mei, es hilft halt nicht. Aber wie gesagt, für alle, die einen One Piece schon mal gesehen haben und nicht mehr angeschaut haben, weil sie sich gedacht haben, wow, Alter, das ist total langweilig, schaut es euch bitte schön an. Es ist unfassbar, ja, es dauert lang, es dauert wirklich lang, aber es wird richtig, richtig geil. Es wird von Arc zu Arc immer besser. Und wie gesagt, momentan, Stand jetzt, was ich noch gesehen habe, ist halt geisteskrank. Mozart, wo schaust du das? Das schreibe ich dann auf Discord, das sage ich jetzt da nicht, ja, aus Gründen. 1034 Folgen aktuell, ja. Ich glaub Gear 2 hat er gehabt, aber das ist schon 10. Süß. Süß. Sehr süß. Ja, hat er gehabt. Ja, ich darf nichts sagen, ich mag nicht spoilern, das ist... Es gibt jetzt aber 2 geile Animes. Ich schaue eigentlich kaum noch Animes. Das einzige, was ich wirklich nur schaue, ist One Piece und halt Dragon Ball und halt ein paar so kleine Sachen nur. Wenn irgendwie so, keine Ahnung, Attack on Titan oder sowas oder na, sagt man's, wie heißt das andere? Seven Deadly Sins, sowas, das schaue ich schon noch, aber ich fange keine großen Animes mehr an. Ich tue mir's nicht mehr an. Ich schaue One Piece eigentlich nur, weil ich schon schaue, seit ich ein kleiner Hosenscheißer bin. Das begleitet praktisch mein ganzes Leben schon. Und von daher möchte ich halt, das, was ich nur fertig schauen werde. Und halt, wie gesagt, wenn halt der Dragon Ball Anime weitergeht. Ja. Ich meine, Super kann zwar mit Abstand nicht mit Z mithalten, meiner Meinung nach. Ist aber besser als wirklich T. Aber das ist halt tatsächlich nur etwas, weil Dragon Ball für mich einfach lieber ist. Also schau es wieder. Ja. Passt schon, Herbert. Wann soll ich denn das nur da, Meisterschule, Hakeln und Twitch? Jetzt dann, wenn du daheim bist. So quasi. Dann kannst du, Mr. Price, ich kann's dir ans Herz legen, wenn der Naruto gefallen hat, dann gefällt der One Piece auch. 100%. Ich trau mir fast wetten, dass der One Piece noch mehr gefällt. Dann. Mit der Zeit. Wie gesagt, die ersten 400 Folgen kannst du eigentlich nicht für voll nehmen, obwohl da auch schon gute Sachen dabei sind. Aber halt danach, also das Einzige, was er da halt sagen kann, es ist praktisch an 2 Zeitebenen, mehr oder weniger, ja. Das alles von Folge 0 bis 400 irgendwas ist, ne? Die Zeitebene und dann kommt ein Timeskip von 2 Jahren. Da geht's dann weiter und ab dem Timeskip da, wo es dann noch, quasi wo 2 Jahre vergangen haben, da geht's dann richtig rund. Oder da baut sich alles eigentlich, da geht's eigentlich erst richtig los, sozusagen. Aber das ist halt eine 11 von 10. Kann man sich auf alle Fälle geben. Oder sollte man sich auf alle Fälle geben. Die ersten 400 Folgen kann. Ja, du kannst das schon für voll nehmen. Also es sind schon geile Sachen dabei. Ja, aber es kann halt nicht mit dem mithalten, was dann kommt. So meine ich das. Also es soll jetzt nicht heißen, dass die ersten 400 Folgen komplett scheiße haben. Das möchte ich auf keinen Fall sagen. Die haben auch gut. Ja. Du musst halt ein bisschen aufpassen mit den Filler-Folgen, ja, weil da haben ein paar Sachen dabei in den ersten 400 Folgen, wo extrem viele Filler mit dabei haben. Die kannst du halt skippen dann. Aber ansonsten, so wirklich richtig losgeht, wird es eigentlich erst ab Folge 417 oder so, keine Ahnung. Beziehungsweise stimmt nicht ganz. Der Form-Times gibt es nur einen Arc, der ist auch richtig geil und der ist auch massivst relevant. Ja? Das ist der Krieg. Den musst du unbedingt. Den musst du mitnehmen. Ja? Da oute ich mich jetzt einmal. Ja? Ich oute mich jetzt als Streamer. Alle, die One Piece gesehen haben, wissen, wovon ich jetzt rede. Da kommt eine Szene vor, ohne dass ich jetzt spoiler. Da kommt eine Szene vor. Ich hab mir das auch im Morgen, ich schaue mir es ja nur auf Japanisch schon. Mittlerweile. Ja? Aber da in dem Arc, in dem Kriegsarc kommt eine Szene vor, da hab selbst ich Tränen in die Augen gehabt. Ja? Diese Szene hat mir mein Herz gottlos gebrochen. Ja? Und das ist, ich out mich da jetzt. Und jeder, der da nicht mit den Tränen kämpft hat, der lügt. Der lügt dreckig. Der lügt richtig dreckig. Das, was ihr hier vor euch seht, ist der 3-fache Super Saiyajin. Den hat noch keiner geschafft, deshalb hat es auch etwas gedauert. Einen wunderschönen aus Kroatien lächelnder Smiley mit lächelnden Augen. Instant unbeliebt, wenn du jetzt in Kroatien bist. Safira, danke dir für deinen Resub im 3. Monat. Einen wunderschönen aus Kroatien. Schönen Grüße aus Niederbayern. Ja, ich hoffe, du hast einen schönen Aufenthalt.
Merci für deinen Resub. Weiterhin willkommen in der Party und viel Spaß mit den Mods. Danke dir. Viele Folgen sind bei Naruto auch komplett am Arsch gegangen und ich hab's trotzdem angeschaut. Ja, viele Folgen bei Naruto, die sind aber schon hart grenzwertig, gell? Also, das haben wir nicht an da. Also, viele Folgen tun wir meistens nicht an. Also, da muss schon brutal guter Content in denen viele Folgen sein, dass wir das antun. Ja? Halten sie in One Piece ja Gott sei Dank ein bisschen in Grenzen, was das angeht. Aber nein, einfach nein. Steinigt's mir nicht, aber das letzte Mal One Piece, was ich gesehen habe, war Sabaody-Archipel. Mr. Verb, da war's gar nicht einmal so weit vom Timeskip weg. Sabaody-Archipel ist... Ja, da passiert was. Ohne was zu spoilern. Ja? Schaut sie es einfach an. Dort sind bitte einfach selber denkt, vor allem wenn ihr generell gern überhaupt für Animes, schaut es einfach One Piece an. Da macht's nichts falsch. One Piece ist einer, wenn nicht der beste Anime momentan auf dem Markt. Wenn's mich fragst. Ja, das ist natürlich Geschmackssache. Das empfindet ja jeder anders, aber ja, ich feiere es halt. Ja, und ich freue mich halt jetzt auf das, was jetzt dann kommt. No. Dazu. Also, wie gesagt, ich kann halt nur das sagen, was aktuell Phase ist, und das, was aktuell Phase ist, ist halt komplett geisteskrank. Ohne Scheiß. Aber ja. So, warum geht jetzt meine Musik schon wieder nicht? Meine aber. Ist voll schön, strahlender Sonnenschein und um die 25 Grad. Ah ja, Nase und Zähne. Nase und Zähne. Nein, ist eh recht schön, dass der Tag hat. Wie lange müssen das? Was hat sich denn da jetzt umgedreht? Ja, das weiß ich nicht. Das glaube ich, möchte ich auch nicht wissen. Bis nächsten Samstag. Oha. Ja, dann genieß auf alle Fälle nur deinen Aufenthalt und ja, erhol dich gut. Erhol dich gut. Der kam aus, das war das Kupperl aus der Hölle, ja. Jetzt will ich wieder auf dem festgenagelt. Ich kann halt nur auch nur ein Mensch. Naja, wir können ja noch ein wenig über das Thema One Piece oder Animes generell reden. Wir können ja jetzt während die Zocker ein wenig drüber reden. Apropos Zocken, da, ihr seht es schon, wir spielen mal Spider-Man weiter. Jetzt haben wir schon wieder 4 Stunden gerascht. Die Zeit geht so schnell weg, wenn man ein Thema hat, über das wir reden wollen. Wahnsinn! Wir spielen auf alle Fälle mit Spider-Man weiter. Da haben wir letztes Mal keine Ahnung, wo stehen bleiben. Ich weiß es nicht mehr, aber das werden wir jetzt dann gleich rausfinden. Wer rülpst und furzt, der braucht keinen Arzt. Ich sage einmal so, ein Ungeübter hätte sich angespielt. Das ist der Leitspruch von Mr. Day Zero. Ja? Der ist ja irgendwo ein wenig wahr. Ich schaue gerade MotoGP, die können nicht starten, weil es bei denen Wasserwände rennt. Ja, das ist Biker und Rennen, weißt du eh, dir brauche ich da nichts verzeihen. Das ist halt höchst unangenehm. Ja? Es gibt zwar den einen oder anderen, der wo da trotzdem nicht zurückschickt, ja? Hashtag Mr. Boxer. Aber ja. Jetzt passt's auf. Ajay. So. Trink schon mein erstes Bier heute. So, ja, um viel über 10 kann man sich schon mal nicht reinorgeln, oder? Also, ich sollte überprüfen, wovon der mysteriöse Fremde gesprochen hat. Ich hab natürlich keine Zeit gehabt, offstream weiter zum Spielen. Ja? Aber ist egal. Das ist jetzt mehr oder weniger wurscht. Wir werden uns auf alle Fälle ein bisschen die Forschungsdinger da anschauen. Weil da haben wir sagen lassen, das ist auch nicht so ganz unrelevant, dass man das tut. Da haben wir Nebenmissionen, das sind die blauen, da hat der Mr. Billinger gemeint, das sollte man unbedingt on-stream machen, weil da teilweise sehr coole Sachen passieren. Und mit der Hauptmission, ja gut, ich weiß gar nicht, was wir da müssen. Überwachung. Aha. Wir müssen was überwachen, das ist sehr gut. Genau. Und Bausteine sollten wir auch hops nehmen, hat es geheißen. Und da haben wir jetzt aktuell nur eine offen. Das ist die. Ich glaube, dass wir mit der sogar mal anfangen. Wenn du mich fragst. Du fährst im Ring auch. Nein, da war ich sehr penibel. Im Ring, mein Bike hat keinen Ring nicht gesehen. Zumindest nicht, wenn ich gewusst habe, dass es Ring.
Die fahren nicht mit Zwicks im Ring, aber die haben gestört. Ja, die kennen da nichts, das ist denen wurscht. Das Verbrechenssystem der Polizei und die allgegenwärtigen Türme darstellen. Aber zumindest dient das der Verbrechensbekämpfung. Wenn die Uhr zweistellig ist, kann man sich schon mal ein Bier gönnen, ja. Ich darf mich jetzt anspeien, gnadenlos, aber... davon aus, dass er die Türme deaktivieren will, damit er weiter ungestraft... Gut, ich muss ja aber auch sagen, ich trinke generell kaum Alkohol. Das sollte ich vielleicht auch dazu sagen. Spider-Man ist keine gewöhnliche Bedrohung. Er ist eine Kung-Fu-Meisterbedrohung der 12. Stufe. Und deswegen denke ich, er hackt sich in diese Türme, um Sie und mich auszuspionieren. Sein Telefon übersteuert aber auch dezent. Hören Sie sich meine Show an. Immer. Er will uns ausspionieren. Lassen wir ihn hören, dass wir ihn durchschaut haben, indem Sie mir zuhören. Und zwar ohne Pause. Ja, lieber neben der grünen Tinnitus. Schlechte Abdeckung hier. Ich muss mehr Türme aktivieren. Was, da ist das Netz abdeckt? Ach, da, er rennt. Ja, wenn wir schon da haben, kann man das auch gleich machen, oder? Dann machen wir das zuerst. Freilich ist da der Empfangsmast mitten im Central Park. Warum auch nicht? Das passt aber jetzt nicht ins Landschaftsbild, wenn du mich fragst. Aber gut. Ja. Ja, das 5G-Netz auch wieder hergestellt. Da rennt das noch einer. C10 gemeldet. Möglicher Drogenhandel. Officer im Bereich Columbia. Oh, da wird wieder mit Substanzen gehandelt. Da müssen wir mal eingerätschen. Oh. Arbeitest du Oh, kommt schon, Leute! Ihr schafft das gerade an der Steuer vorbei. Ich brech dir die Knochen! Au. Au! Superkräfte, das ist nicht fair! Na, du hast eine Pistolen, was laberst du? Alter, was ist mit ihm verkehrt? Drogenhandel Okay, könnte meine meistgehasste Straftat sein. Definitiv unter den ersten 5. Oder den letzten 5. Wie auch immer. So, wo war jetzt? Ah. Die Cops kommen. Die waren schon schlechter auf mich zu sprechen, aber kein Risiko. Okay, die Dicken haben gefährlich. Also, die Verbrecher. Sei habe die abgesehen davon. Gut, Sakrament, heute überlese ich aber wieder Fehler. An alle Einheiten, gerade wurde eine Körperverletzung gemeldet. Officer, bitte. Eine Körperverletzung, das ist aber nicht schön. Ah, das war ja. Sehr gut. Okay. Nehmen wir mal eine Baustelle, Hops, ja. Bin immer so semi da durch Putzel bauen. Ja, das macht doch nichts. Ich hoffe aber, dass du da keine Geschubsen-Puzzles da zusammenbaust, gell? Ich hoffe, dass das ein vernünftiges Puzzle ist, was du da zusammenstöpselst. So. Nehmen wir die Baustelle mal, Hops. Yuri, hier wimmelt es von Fisks Männern mit verdächtigen Beulen. Waffen. Ich rede von Waffen, natürlich. Ich kann keine Razzia wegen Beulen anordnen. Nur ein Tipp, aber es kann schnell ein öffentlicher Aufruhr daraus werden. So. Schauen wir mal. Der ist auf jeden Fall schon mal sicher.
Hoffe ich mal. Ja, der ist sicher. Nice. Haha, hast du auch kein Warmwasser mehr? Oder wir? Okay, jetzt passt auf. Wo haben denn da die ganzen? Der hängt schon mal, das ist gut. Gut, wir können sowieso noch bis zu einem gewissen Punkt Sneaky Peeky machen, aber irgendwann brechen die aus einem Versteck aus. Das Haus der Form ist? Das denken viele. Die meisten davon sind tot. Warum ist der so Nein, der blöd. Jetzt weißt du, wie es mir vor 2 Wochen gegangen ist. Weil so viele Fragen sind auch schlecht für die Gesundheit. Da ist noch Gefahr. Jetzt sagt er mir, dass er sicher war. Waffe. Schlaf gut. Okay. Da stehen 3. Da hinten ist noch einer allein. Das ist einmal gut für uns. Wird langsam zu alt für den Job. Sehr gut. So, das heißt, jetzt sitzt immer noch in der kalten. Nein. Wir haben ja schon wieder warmes Wasser. Gott sei Dank. Wow, Alter, ich, wenn gestern kein warmes Wasser nicht gehabt hätte, nach der Holzarbeit, dann war ich durchgedreht. Da hätte ich eine Bude auseinandergenommen. Mal immer dann, voll verpennt heute sie fix. Mrs. Samcrowife, das macht einmal überhaupt nichts. Ja, guten Morgen. Der kleine freundliche Hinweis, Mrs. Samcrowife, du müsstest mir bitte schön gifttechnisch auch anders zukommen lassen. Das Gift ist zu groß. Das kann ich nicht mit einbinden. Ja? Nur, dass du Bescheid weißt. Ansonsten, dein Sound, du kannst es mal probieren. Bei Herbert hat es vorher leider nicht so ganz funktioniert. Da hat es mit dem Kommando irgendwas zerschossen. Aber deiner sollte hoffentlich gehen. Also der Sound zumindest. Gift geht ja leider noch nicht. Ist der sicher da? Ja, funktioniert. So. Okay, Mrs. Samcrowife, dein Command funktioniert grundlegend schon mal. Das ist einmal sehr, sehr gut, dass dein Command schon mal geht. Ja, das heißt dann, beim Herbert sein ist irgendwas kaputt gegangen. Das muss ich ihm dann nochmal richten. Passt. Ich gehe jetzt dann essen wieder. Wieder essen. Ja, mehr essen, Herbert, mehr essen ist mehr gut. Ganz einfach. Aha, die haben jetzt natürlich ein bisschen nervös da, oder die zwei? So, was ist mit dir da unten jetzt, Charlie? Du bist jetzt sicher, ja? Dann gehst du gleich mal her. Da, hab's dir schon. So, was mit ihm? Der ist auch safe. Genau, und jetzt erkennen automatisch die ganzen Gegner. Na dann. Ich schlag dir den Schädel ein! Mist, mach das weg! Komm runter und kämpf wie ein Mann! Jetzt stirb endlich! Hast du mir mit deiner Spielzeugpistole da aufhören? Danke. Zertrümmert ihm den Schädel! Noch mehr Typen? Okay. Stellt euch ordentlich an. Ich verhafte einen nach dem anderen. Darf uns nicht mehr. Denkt nicht mal im Traum daran! Oh, was ist eine Mülltonne? Endlich fertig! Du zupfst jetzt auf der Stelle mit deiner Scheißpistole, gell? Sonst hat's dich. Buschkeibe. Schon traurig, dass ich immer denke, alle wollen mich umbringen, wenn jemand auf mich zurennt. Aber das wollen sie immer.
in Atlantic City viel gewonnen haben. Die schnelle Form der Geldwäsche. Da könnte Fisk sein Geld im Moment parken. Wir legen ihm Daumenschrauben auf. Ich arbeite an einem Pachtbefehl. Ich bin dir voraus. Du grindiger Stolz! Klasse! Was das So schon? langsam war ich diese anderen Typen leid. Zieh doch endlich ab! Das sind noch mehr! Wenn man jemanden Wait, wir findet, kennen der sich doch. wie Willys Leute für einen verprügeln lässt, kann man sich glücklich schätzen. Du bist tot. Das glaube ich nicht. Da stehen jetzt da rum wie so Volksfest-Kasperl. Mach den endlich fertig. Deiner Chef nicht weglaufen. Schlag ihn nieder. Fertig, bevor er uns alle umbringt. Das war's dann. Ja, Zementsackel ins Gesicht, das hat der Schott noch keinen. Alter, wie viel waren denn das jetzt? Zupft. Ja, das gefällt Ihnen jetzt wieder, gell? Deine Zupft. Leute haben hier keine Probleme mehr. Und Wilson Fisks Probleme werden immer mehr. Gut gemacht. Der Spruch dazu ist ja cool. Ja, ich versuche bei einem jeden so einen Spruch dazu zu machen, der wo irgendwie ein wenig passt für die Person. Ja? Du hast ja ein bisschen bekannt gemacht dafür, dass du Kaffeevertreterin in der Community bist, ja? Kommst du, weil wenn ja jeder irgendwie mir ist, dann kommst du mit 8 Liter Kaffee daher. So, wie schauen wir jetzt da eigentlich aus? So. Ja. Schön schauen wir aus. Sollten wir die Nebenmissionen vorher noch machen? Ich glaube, dass wir vorher die Nebenmissionen machen, oder? Was machen wir denn? Weil die Hauptmission, ein bisschen Zeit haben wir ja mit dem Spiel. Ja? Müssen wir jetzt nicht unbedingt durchrushen. So ist es jetzt nicht. Dann machen wir jetzt einfach mal die Nebenmission da runter. Enterhalb vom Central Park. Das meine ich eine gute Idee. Naturverbunden, wie wir mir haben. Ein Kaffee wo? In der Regel in der Kaffeemaschine, Mr. Seitsching. YBO habe ich dir. Servus. Alles fit bei dir? So. Da habt ihr einen Kaffee. 34 Dämonen haben das Feuer auf Polizisten eröffnet. Warte mal, was? Ist da schon wieder irgendwo ein Verbrechen, oder wie? Ja, dann grätsch mir da mal ein, wenn da irgendwo ein Verbrechen ist. Sag ich aber nicht. Da hast du Glück gehabt. Ja gut. Gibt's Tee? Ah, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich sitze am PC und puzzle und ich hab... Er muss Prioritäten setzen. Ist das eine nächtliche Vogelbeobachtung? Ja, ich habe im Park nachtaktive Raubvögel beobachtet, als mir bei Belvedere Castle eine Gruppe bewaffneter Männer aufgefallen ist. Danke für die Informationen. Stephanie, sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Ich werde alles von hier oben im Auge behalten. Danke für die Hilfe, Stephanie. Was wollen bewaffnete Männer beim Belvedere? Die Frage ist, wie möchte sie mir da helfen? Möchte sie einen aus Fernglaslachen Kopfwaffe werfen oder wie soll ich das verstehen? So quasi nach dem Motto, meine Blicke können töten, weil sie tiefgreifend sind oder so. Keine Ahnung. I don't know. Fisks Männer. Nicht gut. Okay, verschaffen uns einmal einen Überblick. Aha, das ist schon wieder so ein Scharfschützen-Arschloch. Da wo Gefahr ist. Warum geht von dem... Ah, jetzt geht keine Gefahr mehr aus, ja.
Ja, erst einmal muss der Scharfschützen Charlie wecken. Nicht schnarchen. Sonst geht da gar nichts. So. Der ist in Gefahr, weil der wahrscheinlich von Doppel. Mr. Gaming Ninja! Abidere, merci für dein Raid. Willkommen an dich und deine Community. Grüß Gott beieinander. Ich bin der Gamerbazi. Wer mich noch nicht kennt, ich sprich ausschließlich Niederbayerisch. Und ja, wer mich nicht versteht, soll ja einfach in den Chat schreiben, dann kriegen wir das hin. Mr. Gaming Ninja, wie geht's da? Alles fit bei dir? Was habt ihr heute überhaupt gespielt? Warum geht da der Shoutout-Command nicht, ist die Frage. Das ist jetzt die Frage. Aha, weil wieder irgendwer einen Schreibfehler eingezwickt hat. Aha. Trouble. Double Dixie Kong Star. Oh, Donkey Kong Country 3. Nice. Schön, schön, schön. Schönes Game. Wie war's? Habt's einen angenehmen Stream gehabt? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Slippy Zero, habe die Ehre. Also wenn du nicht so laut redest, versteht man dich super. Was? Ich bin laut. Bin ich wirklich laut? Soll ich mal leise reden? So, ASMR. Soll ich leise reden? Ha? Chat, leise reden? Ja, na, vielleicht. Ich muss pinkeln. Das. Das ist immer noch nicht leise. 13 Stunden, ja, das ist ja 13 Stunden? Warst du jetzt 13 Stunden live? Ist das dein fucking Ernst? Alter. Leute, schaut's einmal beim Gaming Ninja vorbei. Der spielt allerhand unterschiedliche Spiele. Sehr sympathischer junger Dude, ja. Gerne mal auf den Channel schauen, Following da lassen. Bisschen Liebe, schadet nicht. Ihr wisst es, wie das läuft. Bitte, Dankeschön. Standard bei dir. Auf dem College? Es ist noch kurz, die 13 Stunden. Ja, mir gelangen es noch 3 schon. so auf die Art. Aber ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Ich hoffe, es war trotz 13 Stunden sehr, sehr angenehm. Aber davon gehe ich jetzt einmal aus. So, wir spielen jetzt aktuell Spider-Man. Es ist mein erstes Mal durchspielen. Ja, also ich kenne tatsächlich jetzt nichts, was da auf mich zukommt. Und ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Normal, wenn ich frei habe, sind es 16. War ich dafür auf dem College? Du leidest immer bis das einmal. Ach du Scheiße. Ja, 13 Stunden Dauerstream oder generell Standardstream, das musst du erst einmal kennen. Ja, das musst du vor allem auch mögen. Ja, also ich kann's nicht, wahrscheinlich. Ja, ich war da wahrscheinlich irgendwann komplett tot. So, was ist jetzt mit dir? Der ist sicher, da gehst her. Aber das Wichtigste ist halt immer der Spaß. Ja, wenn's Spaß macht, dann ist das, dann gibt's keinen Minuspunkt. Ich bin langsam zu alt für den Job. Dafür ist er 10 Stunden nicht da. First World Mod Problems. Welcher Streamer kennt's nicht? Der war auch sicher da. Dann können wir den da auszipfen. Tatsächlich. Johnny, bitte. Mach mal Pause. Echo 6, bitte melden. So, der ist Jemand am... muss nach Echo 6 sehen, er antwortet nicht. Ja, EQ6 ist am Arsch. Ach, der schaut jetzt da nach, was beim EQ6 los ist, oder was? Ich tippe jetzt einfach mal drauf, dass er jetzt da auch sicher wird, Start. Na, da ist noch Gefahr. Jetzt ist er sicher. Jetzt ist er sicher, jetzt ist wieder Gefahr. Blöd. Tod, Leben, Tod, Leben. Wie schaut's dann bei ihm jetzt aus? Nicht hier. Wir haben ein Spinnenproblem. Bist du sicher? Ja, du bist her. So, ich schau One Piece und putz ein bisschen, bin im Lack. Mr. Gaming Ninja, das Thema One Piece haben wir vorher gerade eben gehabt. Ich werde mich dem widmen. Ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, und lass dich beim Putzen nicht ärgern. Und danke nochmal für dein Raid. Vielen lieben Dank. Ich werde mich da bei Zeiten erkenntlich zeigen. Ja, Dankeschön. So, was ist jetzt mit ihm dahinter? An deiner Stelle würde ich auch nicht gegen dich kämpfen. Überraschung. So, haben jetzt da alle außer Gefecht, oder was? Da ist jetzt noch einer drin und hat nicht mitgekriegt, dass seine ganzen Kollegen weggert haben, oder was? Er ist auch nicht der Heller. Mach ein Schläfchen. So, wir streamen von da jetzt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Mal sehen, ob ich irgendwas auf diesem Speicherstick finde. Klasse. Stephanie, ein Vogel hat gerade einen Speicherstick gestohlen.
Vielleicht eine Taube. Ist das normal? Es ist Nistzeit, da überrascht mich das nicht. Ich glaube, in den Bäumen südlich vom Schloss ist ein Nest. Super, ich seh's mir an. Man darf mich nicht ärgern, ich bin up to date mit dem Manga von One Piece. Ich schaue nur ein Anime und bin 35 Folgen hinterher und das werde ich jetzt die kommenden Tage alles nachholen. Er hat Freunde. Toll. Gebt mir den Stick zurück, ihr dreckigen Flugratten. Versucht positive Bestärkung. Tauben sind tatsächlich erstaunlich intelligent. Erstaunlich intelligent. Ja, scheiße für den Frieden, Hey, oder? Sehr Tauben, intelligent. Das mit den Flugratten tut mir leid. Machen wir einen Deal? Was immer Fisk euch in Zero, danke für Vogelfutter den Following. bezahlt. Ich verdopple es. Hab sie. Aber sie Wo hat wir den jetzt, Stick wo wir nicht. jetzt einen Fliegel ausgerissen, oder was? Niete. Das war's. Ich hab den Stick. Zurück zum Laptop. Mal sehen, was Fisks Ah, ja. Männer wollten. Ich hab der Daumen jetzt einfach einmal einen Fliegel ausgerissen. Okay, nice. Immer. So. Schauen wir mal, was auf den Stick drauf war. Wahrscheinlich irgendwie eine Beschaffenheit Scheint wollten vom sie einen Wurm Vogeldreh. ins WLAN des Central Parks hochladen. So könnten sie Zugriff auf haufenweise persönliche Daten kriegen. Da fällt mir ein, selbst ich nutze dieses Netzwerk. Moment, der Ladevorgang läuft noch. Es muss mehrere Zugangspunkte geben. Stephanie, du bist mein Auge am Himmel. Siehst du irgendwas Seltsames im Park? Ich sehe 2 Virginia-Uhus und mehr Kerle an einem Anschlusskasten. Danke. Halt bitte weiter die Augen offen. Ich muss zu dem Anschlusskasten, bevor der Ladevorgang beendet ist. Ohne Zugriff aufs Laptop können Sie nichts hochladen. Er ist hier! Keiner macht den Kingpin ungestraft Ärger. Er spinnt mich. Der spinnt doch. Das wird dir das Maul stoppen. Okay, dass der jetzt auch so einen Stecker hat, das war mir jetzt nicht so ganz bewusst. Fast so aufregend wie damals, als ich 3 Gelbscheitel-Waldsänger gesehen habe. Hey, sie haben es auf noch 2 Anschlusskästen abgesehen. Ich schicke dir den Standort. Danke für die Information. Ich sollte Machen mich die jetzt beeilen. einen auf Son Goku, 2. oder was? Hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber wozu braucht der Central Park WLAN? Ich dachte, die Leute wollen hier abschalten. Da sind sie. Ich muss sie vom Kasten fernhalten. Das war's. Oh, der Kinnhaken hat wieder. Nur noch einer. Okay. Habe ich schon mal gesagt, dass ich zeitbasierende Missionen nicht mag? Gut, dann machen wir mal was zum Essen. Mr. Mod sagt, tun Sie dieses. Und einen guten. Hey, Du bist nicht sehr wachsam. ob tot Denk nicht oder mal drauf. lebendig. Fisk ist egal. Au. So, die Menschen in Manhattan können ruhig schlafen. Ihre Passwörter und Katzenvideos sind sicher. Spider-Man, Sie könnten mich gesehen haben. Oh nein, sicher? Ziemlich. Da kommen bewaffnete Männer. Verriegel den Zugang und halte durch. Ich komme. Aber Moment. Ich muss zu Stephanie, bevor Fisks Leute da sind. Ich bin schuld, dass sie hier mit drin steckt. Sie wollen die Tür aufbrechen. Ja, was hättest du da an, was du an? Wach auf! Bin gleich da. Versteck dich.
Spidey, kannst du bitte mal dein Netz auswerfen? Dankeschön. Wenn mir die Fitman sollte wirklich was werden. Stress die einfach nicht. Ja, teilt euch auf, findet die Frau mit dem Fernglas. Oh, hi. Du musst für den Forschungsball kämpfen, nicht? Schaltet ihn aus und stoßt dann die Frau runter. Deine scheiß Knarre kannst du gleich einen Ohrschein schieben. Du entkommst uns nicht. Jetzt stirb endlich. Oh, geh mir nicht auf den Sack. Das ist nicht fair. Schnappt ihn euch. Oh. So, kriegst du da mal an, weil du mit halt besser. In Deckung. Er schafft uns nicht alle. Oh. Das waren alle. Mal Kleiner sehen, was Spoiler. Stephanie macht. Nice. Danke, Spider-Man. Das war etwas aufregender als meine sonstigen Vogelbeobachtungen. Ob die da Piccolini oder Ich was? danke dir. Deine Adleraugen haben verhindert, dass ein inhaftierter Gangsterboss an die Daten der halben Stadt kommt. Gar nicht schlecht, hä? Und ich habe ein Nest mit Kanada-Kleibern entdeckt, während du den Kerl fertig gemacht hast. Echte Schönheiten. Willst du mal sehen? Danke. Ich konzentriere mich ab jetzt auf Knastvögel. Nehmen wir die ja. Piccolinis? Ja. Ja, ja. Da die nehmen wir. Da die tatsächlich nehmen wir. So, dann machen wir, weil es eh schon wurscht ist, kann man jetzt eigentlich die Nebenmission auch gleich noch machen, weil da warten wir ja jetzt schon theoretisch, dann schalten wir da das Terminal da noch frei. Und dann machen wir die Hauptmission. Das behauptet jetzt einfach mal so ganz frech, wie ich bin. Oder Cookies bin da nicht so hackelig. Ja, jetzt da ich tatsächlich eher Cookies nehmen. Oh, apropos. Moment einmal. Mir fällt da gerade ganz was Entscheidendes ein. Muss ich dann gleich mal schauen, wenn wir die Nebenmission haben. So. Machen wir erstmal das Terminal da. Warum nicht einfach Butterkipferl mit Nutella? Butterkipferl mit Nutella. Habe ich jetzt tatsächlich noch nie gehört, dass es sowas gibt. Aber hört sich jetzt auch nicht unbedingt falsch an, wenn du mich fragst. Die hast sie instant addicted. Was? Oh, geil, das ist ein Baustein. Gut, Nebenmission, Baustein. Ja? Da geht da was. Echt? Ist das praktisch bei Eng sozusagen eine Art Leibspeise, oder wie? Alter, er rennt das in die Mission, wollte ich gerade sagen. Wie ich in meiner Nostradamus-ähnlichen Prophezeiung vorausgesagt Ja, habe. was sind ist mit dir unsere verkehrt? Straßen nun voll Spider-Man. von Stimmt das nicht? Oh, doch, doch. Ich wollte nur Danke sagen, dass du meine Tochter vor den Dieben gerettet hast. Wann genau war das? Gerade eben. Du hast so viel zu tun, dass du die Übersicht verlierst, was? Beim Theater, 126. und Paul. Sie hat mich gerade angerufen. Stimmt. Sorry, gerne doch. Schön, dass es ihrer Tochter gut geht. Okay, da war ich definitiv nicht. Ich sollte mal nachsehen, was da los ist. Also ich verstehe das jetzt schon richtig. Butterkipferl ist ein Vanillekipferl. Oder sind das jetzt, oder begehe ich da jetzt halt, weiß ich nicht, kulinarischen Ehebruch? Wie ist jetzt das? Jetzt muss ich mich auch wieder mal outen, ich hab's nicht so mit dem übertrieben ersten Zeit Nutella wurde bei mir schlecht. Ich is eigentlich, also ich is schon gern Nutella, wenn es gibt, aber bei mir gibt es halt nicht. So, macht das Sinn? Ich glaube schon. Da ist das Theater. Samt Tatort. Mal rausfinden, was da passiert ist. Tut mir leid, ich war zu spät. Danke, dass du sie beschützt hast, Spider-Man.
Schon wieder da? Wolltest du denn nicht nach dem Brand sehen? Stimmt, bin unterwegs. Wo lang gleich nochmal? Letztes Mal bist du da lang. Nach Süden. Danke, hab mich etwas verlaufen. Sorry, I can't let you pass. Rules are rules. So südlich quasi, oder was? I'm not the guy in charge, okay? Just keep moving, alright? Over to the side. Ich kaufe auch nicht eins, ist am liebsten Marillenmarmelade, aber bei meiner Schwester gibt es immer Nutella. Ich esse auch tatsächlich eher Marmelade als wie Nutella, muss ich tatsächlich sagen. Wie gesagt, wenn es es gibt, dann ja, ich schmier mir Schraffe auf die Zähne. Das ist jetzt nicht so, dass ich abgeneigt bin davon, aber ich bin eher mehr Team Marmelade, tatsächlich. Was soll denn jetzt beide untersuche ich den Überfall? Ja, toll. Okay. Ah, da. Noch am Leben. Also war es kein tödlicher Beschützer. Immerhin etwas. Jemand macht mich nach. Vielleicht wieder Chameleon. Ich muss eine Spur finden. Spider-Man und der Verlaufer, er ist zu früh abgebogen, aka zu früh abgebogen. Also wenn ich die Wahl habe zwischen Nutella und Marmelade, habe ich... als hätte es da hinten gebrannt. Wie mit der Prinzip. Ja, zwecks dem Frühshoppen war es halt gewesen, oder? Mr. Price. Nutella ist Haselnussmarmelade und jetzt ist er Ruhe mit der Gute. Okay, chill. Pro Nutella. Ich hab nichts gesagt, vergesst es einfach. Ist ja cool. Da ist der Brandschaden. Wurde wohl schnell wieder gelöscht. Er hat die Feuerleiter genutzt. Meine Netze hat er wohl nicht drauf. Hey Spidey, was hast du mit dem Feuerlöscher gemacht? Ein Feuerlöscher, hä? Wo hat er den gelassen? Closed up today. Tomorrow. Er hat einen Feuerlöscher benutzt. Was für ein Mittel enthält der? Oh Gott. Ja, jetzt wird's zum Rätseln, Freunde. Haben wir in Rätselstimmung. Ich hoffe doch. Ich hoffe, wir hat es schon fit nur, dass wir Rätsel lösen können. Billinger, hab ich dir. Arzi, ich hab doch gewusst, dass du ein Guter bist. Das fällt dir jetzt nach 15 Monaten Streaming auf, dass ich ein Guter bin. Also das ist jetzt eigentlich für dich als Mod, ist das eigentlich Majestätsbeleidigung. Ja? So, jetzt schauen wir mal, was ist jetzt da Phase? Wir müssen da jetzt irgendwas zusammenbasteln. Schauen wir mal. Ich pflock den jetzt da einfach einmal daher, weil... Ja, der ist offensichtlich verkehrt. So. Die schaut ja schon mal nicht schlecht aus. Da, jetzt pass auf. So. Und da müssen wir wahrscheinlich... Da ist dann einer 2. Und wenn ich da einer tue, ist einer 2. Gut, dann kannst der also schon mal nicht sein. Aber was ist jetzt, wenn ich den da her tue, macht es auch keinen Sinn. Ja gut, dann ist der aber eigentlich raus. Direkt aus dem... Ich will meinen Mann sagen. Ja, wir haben doch nie darüber diskutiert, ob Marmelade oder Nutella. Da geht's ums Allgemeine. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das jetzt irgendwie zerreißen können. Da, was ist... Okay, ich sag schon, man braucht also 2, damit man einen kompletten Balken machen kann. Okay, verstehe die Frage schon. Aber irgendwie passen die nicht. Da gibt's jetzt von jedem nur... Ja, Moment einmal, das schaut ja schon mal nicht schlecht aus, jetzt pass auf. Warte mal. Den daher, das meine ich, ist gar nicht verkehrt. Dann kann aber jetzt der eher daher müssen. Ja, genau. Ja, wir nähern uns an, Freunde der Sonne. Jetzt ist halt gerade nur mehr die Frage, oder? Du kannst eigentlich eh nur der da passen, oder? Oh, du schon her. So einfach ganz. ADP. Standard.
und Was? leicht nachzuverfolgen. Ammoniumdihydrogenphosphat. Ja, freilich sitzt die hinter und bräselt nicht und holt's mei. Das wird dann so Er hat passen. Löschmittel an sich. Wenn ich meine Linsen auf die chemische Signatur abstimme, führt mich das direkt zu Spidey 2.0. Er ist ein Fußgänger. Keine Netze, keine Kräfte. Was er da macht, ist Selbstmord. Da bin ich jetzt gespannt, was da für eine Gestalt auf uns wartet. Ja, da, Freunde, Zebrastreifen, immer schön links und rechts schauen, ob ja keiner kommt und ich stelle mir jetzt einfach provokant daher. Stehen bleiben, du Arschloch! Was ist denn mit dir? Oh Mist, jetzt werde ich rot. Sieh mich nicht an. Ist glaube ich auch nicht üblich, dass der Spider-Man einen Fußgänger wegnimmt. Hier drüben! Spidey! Ich habe Fisks Festnahme im Fernsehen gesehen. Wie du durch das Fenster gesprungen bist. Weit käme ich so, Weiter aber. für das Gute. Hey, Mann. Oh, Spider-Man! Ich bin ein Mega-Fan! Spider-Man! Du wurdest mit der Macht des Hammers geboren. Ja, Gott sei Dank hast du die Macht noch nicht abusen müssen. Du musst immer von der Seite sehen. Der da sieht aus wie nach einem Kampf. Vielleicht weiß er was. Wer? Wer schaut aus wie noch ein Kampf? Hey, was? Wer schaut aus wie noch ein Kampf? Verstehe die Freude. Hey, da ist ja gar nichts. Ach, da. Lasst mich in Ruhe! Habt ihr schon alles gesagt? Der Deal steigt auf dem Dach. Ehrlich! Okay, bleib einfach sauber, ja? Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Okay, jetzt bist du jetzt wieder Tatort praktisch, oder was? Meinst du, beim Buskasten jetzt drin liegt? Wahrscheinlich nicht. Darf ist da was zum Sagen? Offensichtlich nicht. Ja, da muss aber irgendwas da in der Nähe sein, weil das gibt's nicht anders. Nein, der ist... Ach, da oben ist er, da schon her. Mein Doppelgänger hat's echt drauf. Wo hast du so kämpfen gelernt? Okay, langsam finde ich das echt ein bisschen weird. Der muss ja wirklich was drauf haben, wenn er bewaffnete Gangster bekämpfen kann. Mod macht Abuse, das tun doch alle deine Mods, weil kein einziger... Ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Die Drogen sind noch hier. Er scheint es gut zu meinen, auch wenn seine Methoden irre sind. Er wird ein paar Tage Schmerztabletten brauchen, aber er überlebt. Was braucht der? Bewusstlos, aber am Leben. Ja, jetzt bin ich gespannt, was da kommt. Oh, Vintage Die Leute Spider-Man. mögen ihn wohl. Ich meine mich. Das ist echt schräg. Gern doch, werte Bürger. Entschuldigt mich, da ist jemand in Not. Okay, so rede ich nicht. So redet überhaupt niemand. Lasst ihn gehen. Ja, klar. Für deinen Kopf bekommen wir sogar noch mehr von Mr. Fisk. Wow, hey Jungs! Ich bin nicht der echte Spidey! Nee, bist du nicht mehr. Zeit für Chancengleichheit. Ja! Du wusstest doch, dass es mehr als einen gibt. Töte beide! Ich schaffe das. Geh! Ich soll die Chance verpassen, dem echten Spidey zu helfen? Niemals! Ja, wie jetzt gerade wirklich kämpfen, oder was? Schwarzer Gürtel, Lehrer am Shikara Dojo. Ich wollte helfen, die Legende verbreiten und so. Wenn du wie ich aussiehst, erbst du meine Feinde. Und ich habe viele Feinde. Achtung, da kommen mehr! Ich nehme die mit den Knarren, du den Rest. Ist halt auch ein bisschen, ja, ein bisschen Harakiri an Spider-Man nochmal zum Rennen. Ohne mit dem Gedanken zum Spielen, dass er halt dann auch die Feinde auf sich zieht. Das ist ja schon wieder so, ja. Zupf dir halt nur mal mit deiner scheiß Pistolen. Das kann... Ja, man hasst ja Pistolenträger.
du der Gemeinschaft helfen willst, hier in der Nähe ist ein Feast-Center. Die Leute dort könnten Selbstverteidigungskurse brauchen. Gute Idee. Langsam erkenne ich auch den Nachteil dieses Anzugs. Schön, dass er da jetzt draufkommt. Da, Europaletten. Das letzte Mal schon OP gewesen. Ist auch dieses Mal OP. Du kriegst das Auto dir auf, weil es eh wurscht ist. Oh, der ist aber mal dezent ausgewichen, ha? Er sagt für einer, ich nehm den mit der Knarre und er geht auf den, der wo Pumpgun hat. Hau ab! Ich erledige sie! Eindeutig eine gute Idee. Okay, denn ich hab noch nicht können sagen, von wo er kommt. Hey, mit der Pumpgun zählt sich, gell? Ah, das war noch nicht. Nice. Mann, echt krass. Wie hast du das geschafft? Mit vielen Beulen. Hey, dein Herz ist am rechten Fleck. Aber wenn du so weitermachst, gehst du drauf. Ja, ist mir jetzt klar. Keine Sorge, ich hänge den Anzug an den Nagel. Nie mehr Spider-Man. Gute Idee. Außerdem braucht man kein Kostüm, um etwas zu ändern. Hey, echt guter Spruch. Den merke ich mir. Irgendwie ist er ein wenig geschwollen, ha? By the way, das ist übrigens der Anzug von Spider-Man, vom Comic Spider-Man. Von Spider-Man praktisch. Und glaubt, dass er. Nein, in der ersten Realverfilmung meine ich, hat er einen ähnlichen wie den. Aber das ist tatsächlich der Anzug vom Comic. Ja, und weil es mit der Pumpgun nicht zählt, hat er einen Raketenwerfer. Ja, das ist alles dasselbe. Dann bin ich gar die nächsten 40 Minuten in die Highland. Mr. Price, viel Spaß, I guess. Ich weiß jetzt nicht, was passieren möchtest damit, aber wird schon passen. So, wir haben ja gesagt, der Baustelle soll wir noch hops nehmen und dann machen wir aber wirklich die Hauptmission, Freunde. So, die Baustelle ist eh gleich da, meine ich, oder? Na, da schon her. Na dann. Eine Baustelle ohne Ver... Wie Sie alle wissen, bin ich... Ach, weil wir zufällig gerade in der gekämpft haben. Ja, okay, dann machen wir zuerst Hauptmission. Medien vorgeworfen, zu hart zu Spider-Man zu sein. Die Nachricht hat sich verbreitet. Alle haben darüber geredet. Ich will die Sache ausdiskutieren. Ohne versorgt mit Kaffee, mit Sicherheit sogar. Ich glaube, jeder ist jetzt voll da. Die nichts zu verlieren hatten. Es war ihnen völlig egal, wer überlebte oder starb. Es hätte einige Leben gekostet, wenn Spider-Man uns nicht geholfen hätte. Okay, schön und gut. Ich sag ja nicht, dass er nie etwas Gutes tut, aber er verursacht mehr Probleme, als er löst. Sie waren auf der Akademie, stimmt's? Wurden sorgfältig ausgebildet. Muss der aber Regeln befolgen. Ja, aber er scheint auch zu wissen, was er tut. Dieses Mal ist es gut ausgegangen. Woher wissen wir, dass Spider-Man nächstes Mal der ist noch nicht 100... aller Beteiligten Wifi? Das ist noch nie geschehen, der Mr. Papa von Mr. Billinger braucht einen Kaffee. Nicht einig. Danke für Ihren Einsatz und tschüss. Mich wundert's, dass das nicht einmal ein Verbrechen ist. Ja, ich hab aber heute auch einen extrem guten Schlaf gehabt. Mit Frau Weifi, da brauchst du jetzt mal überhaupt kein schlechtes Gewissen nicht mehr. 10:30, gepanzertes Fahrzeug. Alle Officer Nähe Madison. Bitte zum Tatort. Ah, das haben wieder die Dämonen da.
Oh, die haben auch einen dicken. Oha. Ja, wie auch immer. Der ist scheinbar, wenn man vom Garten aus mit der Pumpgun schießen kann. Ich kriege keine Luft! Ich komme! Ich komm nicht raus! Ah ja. Je länger die Dämonen unterwegs sind, desto mehr Menschen sind in Gefahr. Ich muss sie aufhalten. Ja, Verbrechen bekämpfen ist generell geschmeidige Sache. Es ist aber was? Es ist aber selben aber selben Schwieg gestern hat sie noch darüber lustig gemacht, dass er ein Gasmaß ohne Kirsch kriegt und um 12 Uhr aussehen muss, weil ich noch nicht 18 bin und jetzt ist der Moment, wenn es Kamera dann richtig zuschlägt. Schon wieder ein Überfall. Gerade habe ich noch gesagt, mir wundert es, dass keine Verbrechen haben. Meine Herren, ich muss Sie aus dem Geschäft bitten. Weiß nicht, mit wem du dich da anlegst. Doch, ich glaube, das war die. Au! Warte mal, haben wir da nicht letztes Mal eine Netzbombe gehabt? Da, Briefkasten, da gehst her. Kriegst du Namen an? Ich dachte, nach Fisk werden die Verbrechen Ja, weniger. Wohl zu optimistisch. Mike, Kommandiere! Die Polizei kommt, also bin ich Ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass der Chris Gut Sound einschlägt wie warme Semmel in der Früh. Sehr gut. Aber gefreut mich, wenn das angenommen wird. Mike, schick mir einfach einen Sound und ein Gift deiner Wahl im Discord zu. Wenn es geht, nicht länger wie 15 bis 20 Sekunden. Dann richte ich es ein. Nach dem Stream. Ich muss den Herbert seinen Namen einmachen. Hast du schon? Ach so. Ja, dann. Sehr gut. Ich muss oft an dich denken. Oh. Wir waren ein gutes Team, oder? Wir sollten die Funken wieder sprühen lassen. Black Cat. Sagt bloß, sie kundschaftet Orte für Überfälle aus. Sie hat versprochen, damit aufzuhören. Was hat sie sich angesehen? Was muss er? Ist irgendetwas nicht an seinem Platz? Ja, der schaut nicht verkehrt aus. Ich soll etwas finden. Ich Nein, muss ganz bei dir. genau hinsehen. Warte, da kann man da. Ah, da kann man zoomen. Was genau soll ich jetzt eigentlich. Ach, das blitzt auf. Einen Hinweis geben. Da. Eine ihrer Katzen. Sie rüstet sie mit Reichweitenvergrößerern aus und greift die nächsten Signale ab. Yuri soll sie abholen. Okay. Felicia ist so klug, sie würde sich damit nicht in Gefahr bringen. Sie wirkt irgendwie verzweifelt. Ich halte die Augen offen. Schließe Black Cat Überwachungen in der ganzen Stadt ab, um Black Cats Rätsel zu lüften. Alter, wie viel gibt's denn in dem Spiel bitte zum Tor? Ich meine, klar, ist alles optional, aber trotzdem. Das ist vielleicht schon heftig.
Gerade am Wachwerden und so. Ja, Frau Weifi hat schon berichtet, dass ihr halt einen dezent gesunden Schlaf gehabt habt. Aber das muss halt auch mal sein. Ja, ja also... Wie viel Content soll ich bei haben? Ja. Okay. Neuer Anzug verfügbar. Oh, neuer Anzug. Der ist neu. Okay, der schaut komisch aus. Der gefällt mir nicht. Na ja, gut. So, wir können, glaube ich... Was haben wir jetzt da? Bis jetzt, das haben wir schon alles. Aber warum ist da jetzt neu? Ach, wir könnten den verbessern, oder was? Da brauchen wir Rucksackmarken. Are you kidding me? Ja, Verbrechermarken haben wir erst einmal genug. Jetzt schauen wir mal bei den Fertigkeiten. Da haben wir halt auch noch gar nicht erinnert gewesen. Wir haben jetzt 2 Fertigkeitenpunkte, right? Das ist, glaube ich, ganz gut, weil wir einen Haufen Schildgegner haben. Dann nehmen wir mal das. Machen wir mal den Baum da voll. Auf jeden Fall. Hey Yuri, du hast doch noch Blackhearts Anzug und Ausrüstung in der Asservatenkammer, oder? Ich glaube schon. Warum? Du kränkelst Ist drin. sie wieder da? Kann sein. Sieh noch mal nach und sag Bescheid, ob ihre Ausrüstung noch da ist. Mach ich. So viel ist gar nicht. Ich hab's auf 20 Stunden ziemlich alles geschafft. Okay. Ja, das ist halt... Das ist halt viel Zeug, was man optional offstream machen könnte. Oh, richtig. Tut mir leid, das habe ich vergessen. War ein harter Tag. Warte mal, wir machen jetzt erst einmal die Baustelle da rum, oder? Da haben wir eine Baustelle. Die Baustelle, die kümmern wir uns zuerst. Oh, Peter, das tut mir leid. Außerdem bin ich aus meiner Wohnung geflogen. Was? Weißt du, wo du heute Nacht schläfst? Eigentlich, nein, nicht so richtig. Es ist mir etwas peinlich, aber habt ihr Platz im Asyl? Natürlich. Du kannst ruhig die Couch in meinem Büro benutzen. Danke, May. Ja, ja. Müssen wir mal schauen, vielleicht legen wir noch einmal eine kleine Sammelsession ein, dass wir die ganzen Rucksäcke mal ein wenig abgrasen. Müssen wir mal schauen. Holen Sie Ihre Kinderfreunde, denn die... Mr. Billinger, mal eine Frage. Kann man den Just Effects, den Idioten da, den Jonah Jameson, kann man den Idioten ausschalten? Weil der geht mir gerade ein wenig penetrant auf die Eier. Jetzt mal, wenn ich irgendwie am Durchschwinger bin, dann kommt er mit seinem Monat. Spider-Man nachzumachen ist nicht cool. Darf ich bitten? Also, ich wollte Verbrechen bekämpfen und Leuten helfen. Und ich bin ein großer Fan von Spider-Man. Also habe ich ein Kostüm angezogen und versucht, ihm gleich zu tun. Mann, das war echt ein Fehler. Bin fast draufgegangen. Zum Glück hat der echte Spider-Man mich gerettet. Ich darf Sie unterbrechen, denn der springende Punkt wurde bereits genannt. Wer sich verhält wie Spider-Man, wird sterben. Lasst es bleiben, Kids. Das war eine weitere Lektion fürs Leben von Onkel Jonah. Jared, lasst das schützen. Nein, ich find's eigentlich auch recht lustig, wie er die Leute in seiner Show bei der ging. Ja, schon. Aber ich weiß nicht, ich vertrage seine Stimme nicht. Die ist so extrem penetrant. Ich weiß auch nicht. So, schauen wir mal, was mit der Baustelle da ist. Da haben wir ja vorher die Nebenmission gehabt, deswegen waren da schon alle Gegner kaputt. Und ist deswegen nicht mehr getriggert. Yuri, ich bin gerade auf einer Fisk-Baustelle. Hier sind zwar viele Leute, aber die Arbeit geht nicht voran. Die man sehen kann. Das läuft im Verborgenen. Ich drehe jeden Stein um. So. Der ist safe, dann holt's ihm gleich einmal. Der wird auch safe sein, schätze mal. Okay. Der da rum ist auch safe. Wenn du mich fragst, macht der Boss alles richtig. Die anderen sollen sich erstmal die Köpfe einschlagen. Immer vergewissern. Hammerhead, Silverman, Tombstone und all die anderen Schläger können die Herren ein bisschen ausnehmen. Derzeit musste der Boss das Land verlassen. Der ist in der steht auf Gefahr. Die
U-Boote wären froh, wenn er wieder Aber warum? Er hat verhindert, dass alles aus dem Ruder lief. Ach, weil die da unten schauen, okay. Gut, der da hinten schaut noch wegen Mutterseelen verlassen aus. Ist er, so wie es ausschaut? Er steht vorm Scheißhaus und wundert sich, warum nichts weitergeht. Okay, sehr gut. So. Ah, da kommt der auch gleich daher, der kommt eh. Wir angerufen. Oh, hab ich dich erschreckt? Gut. So, er entfernt sich jetzt, weil er merkt, da ist der Spezi weg. Bitte kommen. Zebra 2 antwortet nicht. Bitte prüfen. Ich sehe nach. Das AGV. Jetzt ist der sicher, warum auch immer. Spider-Man ist hier. Jetzt geht's. Hey, ich brauch hier hin. Gut, den hat's. Wo ist denn der andere jetzt hin? Ach, der ist da. Alter, der hat eine Taschenlampen. Ich hab gehört, Taschenlampen ist zu OP für Spidey. Dann werden wir gleich mal stiften gehen. Okay. Die reicht doch den erst nicht bis du auf, oder? Ich hab hier was für dich. Einer nach dem anderen. Du bist safe? Echt? Ja dann. Sei leise wie ein Mäuschen. Okay. Dann Verbrecher vermöbeln. Du da hinten mit deiner Granatenkost leider im Mai halten. Denk nicht mal im Traum daran. Mach ihn endlich fertig. Jawohl, ein Stromkosten abgewertet. Das Ich hilft. habe eine Menge Abmahnungen schreiben müssen. Oh, wait a minute. Ah, hier kommt der Nachschub. Wieso kriege ich keinen Nachschub? Ach ja, mich kann niemand leiden. Was zur Hölle war das? Spider-Man. Von meinen Quellen weiß ich, dass Sie da mit schweren Waffen handeln. Ach nee. Hab ich schon gespannt, dass die schweres Geschütz haben. Das muss weg von der Straße. Um jeden Preis. Nicht in ihn! Merke, Spidey tötet niemand. Unterstützung! Wisst ihr, es gibt unterschiedliche Arten der Unterstützung. Ihr könntet doch einfach auf toll gemacht sagen. Bitte der Granaten. Jetzt stirb endlich! Was für Arschkei, wie schießen da noch? Warum macht er uns fertig? Weil Superheld. Das sind noch mehr. Ja, Irgendwie dieser. rühren, wie sehr ihr Jungs eurem Boss im Knast Gesellschaft leisten wollt. Nimm das! Europaletten. OP. Versuch ihn! Nice.
Auch Superhelden müssen Buchhaltung machen. Damn. Habe Bürokratie plus Waffen macht verschnürt wie ein verkommen Paket heute. unter Aber beim Weihnachtsbaum. Spider-Man nicht. Naja, farblich ähnelst du ja schon dem Weihnachtsmann. Danke. Na, schau her. Das hat ja ganz sauber funktioniert. Okay. Was ist jetzt der Phase in Manhattan? Die Hauptmission. Die machen wir jetzt nur schnell geschwind, dass der Peter Parker mal zum Schlafen kommt. Und dann darf ich mal vorschlagen, mein Handy dreht gerade durch, dann darf ich mal vorschlagen, dass wir irgendwie da mal bezirkstechnisch einfach uns vorarbeiten und einfach mal die ganzen Rucksack da sammeln. Dann kann man mal die 2 Forschungsdinger da machen, was auch immer das ist, keine Ahnung. Ja, und dann wird man es schon sehen. Irgendwie wird man schon mal vorankommen. Genau. Passt schon, Wifi. Kein Thema. Wie gesagt, ich werd das noch nach dem Stream, werde ich irgendwelche Sachen einrichten und schauen, dass die dann auch funktionieren. Und dann beim nächsten Mal sollten die, also morgen sollten die eigentlich dann laufen, ja, so wie sie laufen sollen. So. Pressiert nichts. Ja, es sollte ja zeitnah das, ja, wie soll ich sagen, es sollte ja was haben von irgendeinem Geld, ja, sozusagen, ja, von irgendeinen Kanalpunkten. Ja, das möchte ich jetzt natürlich nicht unnötig lang aufschirmen, ja. Angel, merci für dein Lurk. Viel Spaß weiterhin. Bist du mal in der Küche, sehr gut. Morgen Stream, ja. Der letzte vor meiner OP. Also morgen quasi ist der letzte Stream in der Woche. Weil ich Dienstag bzw. Mittwoch ins Krankenhaus muss. Was wir mal Verbrechen? Ja, das machen wir schon. Verbrechensbekämpfung machen wir da schon. Nein, morgen ist der letzte. Die Dämonen sind schlimmer, Was allerdings noch nicht wann. jemals war. Mein Alter, chillt's wieder mal. Warum immer so umflauschen? Du kannst nicht mit Wattebällchen umwerfen, ja? Da kann man kurz zum Schonen und es hätte sein können. Oha. Und es hätte sein können. Gaudi, oh, Alter. Ja, ich wirf da einen Gullideckel auf. Was hältst du da davon, du Arschkeibe? Oh, du kriegst auch einen Gullideckel. Oh, oder auch nicht. Der Gullideckel hat das Auto zerrissen. Ah ja. Fisk war verrückt, aber er liebte New York. Aber die Dämonen... Baziman, das wohl einfach Baziken. Tembram, Hovidere. Alles fit bei dir, schön, dass du reinschaust. Wie geht's da? Wattebällchen haben aus! Ja, offensichtlich. Die haben offensichtlich aus. Beziehungsweise vielleicht wissen die ja gar nicht, dass sowas wie Wattebällchen gibt. Das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein. Aber der Gullideckel regelt. Haben wir gerade erstaunlich festgestellt. 10:30. Männer in Dämonenmasken greifen gepanzertes Fahrzeug an. Wir erhalten Meldungen aus Little Tokyo. Was ist schon wieder? Besiege die Dämonen. Wo? Ach, da hinten. Aha. Dämonen rauben einen Panzerwagen aus. Die suchen wohl langfristiges Kapital. Irgendwie schaut die Maske so ein bisschen aus wie vom Venom. Boah, Alter, ich hab gar keinen Bock auf Kuscheln, ehrlich. Oh, Gullideckel.
Mich darf mal interessieren, was für eine Superkraft das die da haben. Die Dämonen brauchen offenbar Kohle. Ah ja. Mir geht's soweit okay. War ein schönes Wieder war. Aber ein schönes Wieder war. Geil. Ja. So, sag's mal so. Du kannst immerhin jetzt. Du brauchst jetzt immerhin kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn du darin chillst. Ja? Das Wetter ist halt jetzt schon ganz geil dafür. Ja? Wenn es draußen so schmuddelig ist und du kannst drin in deiner Bude knacken. Ist schon ganz cool. Aber ja, ein bisschen schöner kann es sein. So ist es jetzt nicht. Wattebällchen was? Puh, wenn Wattebällchen aushauen, nehmen wir also Gullideckel. Ich besorge. Ja, mit der Spider-Man ist halt auch nur ein Mensch am Ende des Tages. Ja? Irgendwie musst du zu deinem Erfolg kommen. Die Gang nennen sie so, Temram. Die haben aber scheinbar irgendeine Superkraft. Das, wo wir jetzt im Spiel noch nicht erfahren haben. Also die haben irgendwas können die, irgendeine, weiß ich nicht, irgendeine Macht haben die, aber die Gang nennen sie halt Dämonen. Das sind Dämonen, weil die so komische Massen tragen. Aber es sind nicht wirkliche Dämonen. Also Stand jetzt sind sie es zumindest nicht. Wer weiß, was da noch kommt. So. Nehmen wir PCP. Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Sie können mit irgendeiner Energie schießen, aber. I don't know what it is. Unglaublich, dass ich seit Fisks Festnahme nicht geschlafen habe. Ich muss besser auf mich achten. Ja, das mit Schlafmangel, du, das da. Bäder, das kenne ich einfach, gell? Parker Bäder, Schlafmangel ist unflauschig. Das kenne ich am. Die Frage ist... Aha. Müssen wir über die Treppen da auf, okay. Wenn er nicht aufpasst, wieder zum Bädersee. Ja, genau. Zum Bädersee. Geht die gar nicht so. Couchsurfen, begib dich zu Mays Büro. Der mal ein Couchsurfen. Hoffentlich ist Mays Couch bequem. Mit Sicherheit. Oh, was haben wir da? Mann, war ich ein Depp. Das war das allererste, was mir einfällt, was ich von mir selber sage, wenn ich mal am Handy bei von mir ausschaue. Aber ich ein Depp. Sehr gut, outen kann er. Outen kann er. Ja, ich mochte Pferde. Macht nicht jeder diese Phase durch? Ich wünschte, May würde ein paar davon abhängen. Echt peinlich. Schatz! Der mag Pferdl! Ah, scheiße, die ist ja nicht da. Ja, richtig. Ein Künstler war ich nicht. Na, ganz pur Depp. Oh, was haben wir da? Haben wir das untersuchen? Oh, der Onkel Ben. Der Onkel Ben, der ja leider draufgegangen ist. Ja gut, das ist jetzt schon... Wir haben ja zwecks der Couch da und nicht zwecks... Ah, da war eine Couch, da schon ja. Da, hau dich hin! Onkel Ben Kenobi. Peter. The fuck? Das kann ich nicht annehmen. Du kannst und du wirst. Ich zahl's zurück. Sehr bald. Sag nächstes Mal nur früher was. Oh, du bist genau wie Ben. Schluck diesen Parker-Stolz herunter und akzeptiere, dass du ein Mensch bist. Genauso wie wir alle. Martin. Ob sie weiß, dass er Spider-Man ist? Ich werde für eine Weile nicht in der Stadt sein. Du hast dann hier das Sagen. Du kannst auf mich zählen. Wie lange wirst du weg sein? Ich weiß es noch nicht. Ist alles in Ordnung? Es ist was Persönliches. Ich plane das schon länger. Aber kümmert euch bitte ums Asyl. Es steht
Für meine beste Seite. Tja, ich sollte wohl mal was tun. Hoffentlich geht's Mr. Lee gut. Haben wir ja letztes Mal schon ein bisschen philosophiert. Gut, die, wo das Spiel gespielt haben, wissen es ja offensichtlich eh, aber er war ja letztes Mal, wenn wir es gespielt haben, war er ja beunruhigt wegen den Dämonen. Ja, und dann habe ich gesagt, wahrscheinlich hat er irgendeine Vergangenheit damit gehabt. Irgendwie wirkt es so, wie wenn der da voll drinsteckt. Ja? So. Weil jetzt hat er komischerweise was Persönliches zum Tor und er plant das schon länger. Und letztes Mal war er da ein wenig beunruhigt deswegen. Also, ja, ich weiß nicht, das hat irgendwie so einen ganz faden Beigeschmack. Ich weiß es nicht. Aber gut. Hey, Marvel und Star Wars gehören jetzt zu Disney, ich warte noch auf ein Crossover. Ja, der Spider-Man Kenobi oder... Hallo? Hey, hast du meine Story gelesen? Ja. Robbie muss ziemlich glücklich sein. Ja, das ging schnell rund. Und stell dir vor, Bürgermeister Osborn möchte Officer Davis heute Nachmittag eine Medaille verleihen. Wow. Halt. Ist heute nicht Osborns Wahlkampfveranstaltung? Oh, jetzt weiß ich, was er vorhat. Ja, wie wir alle. Aber trotzdem eine coole Sache für Officer Davis und seine Familie. Ich werde darüber berichten. Kommst du mit? Ja, natürlich. Bis dann. Wait a minute, der Osborn ist Bürgermeister? Der Osborn hat doch eine eigene Firma gehabt, oder? Der hat doch so, der war ja im ersten Film war er ja der grüne Kobold. Praktisch, der hat so Chemie-Dingens-Zeiglers gemacht, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Und ist der in den Filmen auch Bürgermeister? Normalerweise nicht, oder? Kann man nicht vorstellen. Aber gut. Naja, die Dämonenmasken sind irgendwie fernöstlich angehaucht, also kann ich sie kämen aus Fernost. Das haben wir schon erfahren. In dem Film weiß es, soweit ich weiß, nur May vom Marvel Cinematic Universe, dass Peter Spidey ist. Wolverine und Deadpool kommt ja, oder? Wie meinst du, Jassi? Ja, okay. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Loltasu. Ich hoffe, er ist richtig. Danke für den Folge. Ah, es ist wieder mal Tag. Sehr schön. So, Freunde, ich muss jetzt mal schnell kurz austreten. Ja, ich muss mal schnell kurz aufs Klo und muss mir noch meinen Dringer noch... Ja, schicken kann man nicht sagen, aber noch, muss man noch einen Dringer holen. Holt's irgendwas zum Knabbern, irgendwas was zum Dringer oder keine Ahnung was, geht's von mir aus auch schnell aufs Klo. Ich bin in 1,5, 2 Minuten wieder da, okay? Wir spielen natürlich nur ein wenig weiter, fahrt's ja direkt aus. Machen wir dann weiter, dass wir den Bezirk mal ein bisschen clearen von den Rucksack-Dinger da und die 2 Forschungssachen schauen wir uns einfach mal an, dass wir es mal gesehen haben. Und ja, bis gleich. Nicht weggehen, geht noch weiter.
Ja, halt das. Da müssen wir her. So. Schnell nachlesen, was ihr da betrieben habt. Ein Crossover. Deadpool und Wolverine. Weiß ich gar nicht. Kann durchaus möglich sein. Aber der Schauspieler von Wolverine macht da keinen mehr, oder? Ich weiß jetzt leider den Namen nicht. Mir fällt jetzt der Name vom Schauspieler von Wolverine gerade nicht ein. Aber hat der nicht gesagt, dass er keinen Wolverine mehr machen möchte? Oder haben sie da mittlerweile einen neuer? So. Macht er anders. Ja, ich weiß nur, dass der Schauspieler beim letzten Wolverine-Film gesagt hat, so, und jetzt ist Schluss, er macht keinen mehr. So. Was ist denn das eigentlich? Achso, das sind die Wahrzeichen. Okay. Ja, jetzt großen wir einfach einmal alles ab und dann werden wir schon sehen. Es ist so peinlich, von May Geld anzunehmen. Ich sollte der Stadt helfen, um das irgendwie auszugleichen. Okay. Ja, wie gesagt, ich war halt den Stand der Dinge, wo ich gehabt habe, bis dass er gesagt hat, er hat keine Lust mehr, einen Wolverine-Film zu machen. Wobei man halt schwer einen anderen vorstellen kann. Da oben. Vielen Dank, Zeichnung, okay? Ich habe nur seinen Ballon vor dem Wegfliegen gerettet und er hat mir das gemacht. Auf die kleinen Dinge kommt es an. Gut, zeichnerisch vielleicht liegt man, aber das beide schaut aus wie das Slenderman. Hugh Jackman! Genau, der Hugh Jackman. Mir ist der Name nicht eingefallen. Aber wie gesagt, die kann man halt schwer einen anderen vorstellen als Wolverine. Aber die Filme waren, die haben geil gemacht. Mir hat Deadpool gefallen. Noch eine Nachricht von Doc. Peter, ich will es nicht beschreien, aber die Spur, die ich verfolge, könnte das Projekt nicht nur retten, sondern auch auf Wege führen, die wir uns nie erträumt hätten. Alles passiert aus einem Grund. Sogar Normans Versuch, uns auszuhebeln. Hoffentlich klappt das. Docs Arbeit ist zu wichtig, um unvollendet zu bleiben. Okay. Und die Wahrzeichen sollten wir jetzt auch fotografieren, oder was? War dasselbe für mich, wir werden es in Bazi in der nächsten Season austauschen gegen einen anderen. Oh. Können wir mir mal Herz als Spammer für Frau Marshall? Das hast du jetzt schick gesagt. Hey Jeff! Glückwunsch zur Zeremonie heute. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ein Laster voller Dämonen. Ja, nicht so das fotografieren, oder was? Aber ich rufe wegen was anderem an. Was gibt's? Die Dämonen sollen zu Fisks Baustelle im Stadtzentrum unterwegs sein. Meine Frau bringt mich dein Hut mal auf, du Arschloch. Zeremonie verpasse, um Räuber und Gendarm zu spielen. Aber vielleicht hat mein Partner ja Zeit. Verstanden. Ach, das ist ein Verbrechen. Ich schau vorbei und sag Bescheid, was ich herausfinde. Und hey, noch ein Tipp für die Rede. Einfach alle in Unterwäsche vorstellen. Bis auf Osborn. Ach, nur ein Scherz. Lass uns in Ruhe! Ich hab ihn! Wie schafft er das so schnell? Wie macht er das? Okay. Also, später im Knast habt ihr beim Ausbrechen wahrscheinlich so viel Erfolg wie beim Einbrechen. Ich lese so keine Comics, nur Trachtmann und ab und an Mickey Mouse und Asterix. Aber die Comics von The Boys dachten mich schon reizend sind. Die Boys ist eigentlich mehr oder weniger, ich schaue ja nicht, aber das ist ja eigentlich mehr eine Verarschung von dem Eigentlichen, oder?
gegangen. Ist ja nicht schlimm. Ihr wisst ja, was ich meine. Und was ist jetzt da das Wahrzeichen? Hä? Was soll jetzt da das Wahrzeichen sein? Ist doch okay, oder? Dämlicher Superheld blockiert den Bürgersteig. Schlimmer als die Touristen. Da, Beweisfoto, Ostscheibe. Plaza. Seine Weisheit könnte ich jetzt echt gut gebrauchen. Du hast die The Boys Comics ja noch nicht gesehen. Gibt's da überhaupt einen Comic? Escape, danke für deinen Raid. Grüße gehen raus an die und deine Community. Wie war euer Stream? Grüß Gott zusammen. Alles fit bei euch? Wie geht's euch? Jetzt schifft's ordentlich bei euch, ja, bei uns gerade noch nicht. Gibt eine Körperverletzung. Meldungen kommen von der Lower East Side. Over. Mei, kann ich nicht einmal irgendwie Verbrechen bekämpfen, mein Stuff machen, ohne dass immer irgendwer dazwischen rotzt. Wo ist denn das Verbrechen jetzt? Dahinter. Da oben, ja dann. Schlag mich doch! Aber ich schlag zurück. Mei, das ist jetzt wieder ungünstig doch. Oh ja, der fällt weit. Lebe durch Prügel, sterbe durch Oder Prügel. nicht. Schade. So, wie schaut's jetzt? Was wollten die jetzt eigentlich machen? Genau, ich wollte da, das Wahrzeichen wollte ich fotografieren. Irgendwie schaut das Spiel übertags noch besser aus wie in der Nacht. Das Wahrzeichen ist der Dönerstand da, oder was? Möglicher Drogenhandel gemeldet. Nächste Einheit zum Tatort. Brauchen mehr Einheiten auf der Lower East Side. Manhattan Bridge, ja gut. Ich war trotzdem dafür, dass Wahrzeichen... Mott Street, Hauptstraße von Chinatown. Der Dönerstand ist wirklich ein Wahrzeichen. Wahrzeichen waren die Wasserspeier, okay. Hey, über Wertigkeitspunkt gekriegt fürs Fotografieren jetzt, oder was ist der Ernst? Tatsächlich. Oh, da brauchen wir auch zwei. Die kosten jetzt alle zwei, ja gut. Wie schaut es auf der Map aus? Das ist das Polizeipräsidium, das ist uns eigentlich relativ egal. Was ist denn das da überhaupt? Feast. Okay. Ja, die Wahrzeichen in dem Bezirk haben wir dann praktisch. Servus Bazi, servus Leute, haut's rein und ich suche mir mal was zum Mittagessen. Baff, merci dir, viel Spaß beim Mittagessen oder einen guten beim Mittagessen. Danke dir nochmal für dein Raid. Ich hoffe, es ist alles fit bei dir. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Stream gehabt. Was habt ihr überhaupt gespielt? Mal schauen. Stehen da. Retro. Mhm. Was für Retro-Titel haben wir gespielt? Schokolade und so. Zauberhaft. Oh, zauberhaft. Ist der Rucksack jetzt an der Spitze von dem Gebäude runter? Are you kidding me? Achtung, Einheiten. Verfolgtes Fahrzeug gemeldet. Meldungen kommen von der Lower East Side. Over. Der ist wirklich da ganz oben. Okay. Wie soll ich da jetzt aufkommen? Okay. Also nach dem blöden Ort hättest du nicht so können. Bei mir laufen fast nur die guten alten Games.
Neverwinter Nights 1. Buff, es tut mir leid, wenn ich da das jetzt sage, aber das Spiel kenne ich tatsächlich nicht. Aber, Leute, wer Bock hat auf Retro, schaut mal bei dem Buff vorbei. Shoutout ist im Chat. Gern auch da mal ein bisschen der Liebe da lassen. Ja? Scheint auch ein guter bayerischer Mitbürger zu sein. Ja? Vielen lieben Dank. Ja, genau. So, dann haben wir jetzt den Rucksack da noch, den nehmen wir jetzt auch noch schnell mit. Erst da hint. Strahlende Nachrichten. Wieder ein Kampf zwischen Spider-Man und den Maskenträgern, bei dem New Yorker bedroht wurden. Unser nächster Anrufer ist aus der Gegend. Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Also, Neverwinter. Okay, du hast schon Anhänger. Beschlossen ist. Da waren keine Unschuldigen in Gefahr. Oh, ist das Ihre Expertenmeinung? Nun, hören Sie mal zu, was mir meine So. Quellen aus meiner Presse... Der ist nochmal sinnvoll, aber da direkt neben dem Mülleimer. Hinter dieser Werft steckt der Wilson Spidey Plüschfigur, nice. Okay, haben wir jetzt da alle Rucksäcke in dem Bezirk. Das schaut schon mal sehr zauberhaft aus. Gut, dann machen wir jetzt einmal schnell geschwind die 2 Forschungsdinger. Wir schauen uns jetzt einfach alles einmal so ein bisschen an. Merci für die Werbung, bis dann, wir sehen uns. Ich brauche jetzt was zum Futtern. Du lass dich nicht aufhalten. Einen guten Appetit wünsche ich dir und nochmal merci für den Raid. Und Shoutout ist sowieso klar. Also direkt aus. ein anderes Fahrzeug mit einer Ladung tödlicher, illegaler Waffen. Fisk hatte seine Fehler, aber in seiner Stadt hätte er So. die niemals zugelassen. Doch Mal auf den diese Schub. Dämonen, entweder sind die ein fanatischer Kult oder es ist ihnen... Smog-Alarm. Diese Station überwacht die Luftqualität. Sie ist sehr viel präziser als alles, was derzeit zum Einsatz kommt. Wenn diese großräumig verwendet würden, könnten wir die gesamte Stadt in puncto Lebensqualität weit nach vorn bringen. Ja, schauen wir uns heute mal an. Das wird schon irgendwie... Die Station wird ist schon einfach, aber wirklich wichtig. Sie misst Giftstoffe in der Luft. Sehr viel genauer als alle Messgeräte der Stadt. Schlechte Luft wirkt sich auf Kinder und ältere Leute stärker aus. Das war für meine Mom ein großes Thema. Wenn die Informationen korrekt sind, ist viel zu viel Schwefeldioxid in der Luft. Ich habe die Spidey-Vermutung, dass darin ineffiziente Auspuffrohre schuld sind. Wenn ich frische Proben habe, kann ich Marke und Modell identifizieren und anzeigen. Wenn's mich fragst, ungefähr so schaut die Luft aus, wenn ich Knofe gegessen habe. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. So, was müssen wir jetzt da tun? Da durchschwingen, oder was? Okay, das hab ich. Das tut mir nicht gut. Wenn der Spidey da jetzt einen Schorz los, gibt's da eine Staubexplosion? Das stinkt. Nur noch ein paar. Ah, da hinten ist auch so ein Wickel. Hab's. Noch eine letzte. Das war's. Ja, schön, also sehr schon gestanden. Lieber der Stunge wieder, Freund. Okay, anscheinend haben wir 3 Schuldige. Ich brauche Beweisfotos von ihnen. Okay, jetzt ein Foto auch noch machen, oder was? Ich mache Fotos, wie früher beim Bugle. Das Leben war viel einfacher damals. Eins weniger. Ich hau mir bei, Herr Lörk. Merci dir, Buff. Danke dir. Viel Spaß und guten Aufenthalt wünsche ich dir. Du sollst da oben gehen, du Zipfiarum. Das behalte ich. Oh, aus der Luft knipst. Mehr Knobe, mehr gut. Offiziell. Ja, also ich glaub, dass das gar nicht einmal so ein unerhebliches Thema ist in so einer Großstadt wie New York, da wo keine Ahnung wie viele Millionen Autos umeinander fahren.
Da glaube ich, ist die Luftqualität schon gar nicht einmal so flauschig wie jetzt bei uns auf dem Land, sag ich jetzt einmal. Also das ist natürlich ein merklicher Unterschied mit Sicherheit. Und der Hattrick. Alles abgeschickt. Das löst eine Rückrufaktion aus. Mit freundlicher Genehmigung der umweltfreundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Ach so, das ist quasi auch so eine Art Nebenquest, oder wie? Ah, und da ist dann ein Grenzneichzeichen. Okay, alles klar. Aber ein wenig als schmusen? Wer mag schmusen? Du, oder was? Kann alleine nicht dienen. Dann schauen wir uns das halt auch noch an. Nice. Alle Einheiten. Polizisten liefern sich... Ach so, was weniger schmusen, ja. Das stimmt. Unter Druck. Diese Station überwacht den Wasserdruck für Gebäude in der Umgebung. Wenn irgendetwas schief geht, ein Rohrbruch oder Verstopfungen, wird automatisch ein Alarm an die Wartungsteams der Stadt ausgegeben. Zumindest würde das passieren, wenn Oscorp die Stadt je dazu gebracht hätte, das System abzunehmen. Okay. Ja, das passt irgendwie ins Beil. Erst Fake Nove und jetzt Abflussverstopfung. Bis zu den einzelnen Gebäuden. Bauwerke höher als 4 Etagen benötigen Wassertürme als Erweiterung des städtischen Systems. Die Idee ist, Probleme zu erkennen, bevor sie sich ausbreiten, weißt du? Wow, der Druck in dem Gebäude spielt total verrückt. Ich muss herausfinden, warum. Die Wassertürme schließen sich ab der 4. Etage an das städtische System an. Ich scanne die Rohre, dann sehe ich den Anfang. Oh, da ist ein Swimmingpool. Das ist... Hier sind die Rohre okay. Die Ursache muss tiefer liegen. Okay. Was soll ich jetzt einem Robot jumpen, oder was? Ah, okay. Hier ist das Problem. Das Ventil ist falsch eingestellt. Das ist schnell behoben. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich repariere das schnell, damit es Jameson nicht mir in die Schuhe schiebt. Und so wird der Spider-Man zum Edelklempner. Sehr gut. Erledigt. Noch besser als Klebeband. Achso, da haben wir dann jetzt, okay. Voilà! Alles repariert. Alter, das geht auf Zeit, das hab ich jetzt erst gesehen. Oh Gott. Perfekt. Erledigt. Gut, das war dezent daneben, aber Hauptsache es passt. Gerade rechtzeitig. So, nochmal an. Der letzte. Aber das wird nicht lange halten. Der Druck sollte nicht so hoch sein. Es sei denn, der Ablauf ist blockiert. Ich kontrolliere das Ablaufrohr. Das Ablaufrohr ist unten am Wasser. Ich sehe nach, ob es blockiert ist. Mit Sicherheit ist es blockiert, 100%ig.
Da hat doch wieder irgendwer seine Finger im Spiel. 100%. Du kannst am Blame verzeihen. Ja, 6, das sag ich doch. Mal ehrlich. Eine Wie viele ist Helden mehr. bekämpfen Verbrechen und reparieren Duschen? Eine Jetzt ins muss Meer. Ich sehe Oscorp noch nicht nur akzeptieren, verschmutzt. dass Harrys Station einen Crash der Stadtwerke verhindert hat. Gut, jetzt kann man eigentlich mal schauen, ob wir irgendwie so Gadgets schon ein bisschen erweitern können. So, Anzüge, ja gut. Ah, du schau her. Was haben wir jetzt da? Gescannte Feinde bleiben markiert, bis der Kampf beginnt. Hä? Okay. Erhöht die von Fokusgehalt Menge. Ja gut, das brauchen wir jetzt glaube ich eher nun nicht, weil wir tatsächlich noch nicht in die Bredouille gekommen haben, dass wir ziemlich schnell auf Lowlife kommen. Da habe ich sowieso noch einen Punkt. Aber dass die Gegner gescannt bleiben, ist irgendwie schon geil. So, wenn drücke ich einmal auf Scanner, gerade wenn ich so eine Baustelle infiltriere, sage ich jetzt einmal, dann sehe ich überall, wo die ganzen Gegner rumrennen und muss nicht immer rumscannen. Das glaube ich, hat sich zauberhaft gemacht. Wir saßen beim Bazi am Server, falls wer mag. Wer im Voice-Channel sich unterhalten möchte, befindet sich bei mir im Discord-Server ein, der Mr. Motzok und noch irgendwer sitzen im Voice-Talk hinter sich unterhalten. Bitte, Dankeschön. Genau. Achso, und jetzt muss ich... Moment einmal. Ach, den muss ich aber nicht ausrüsten, wenn ich nicht mag. Okay, was haben wir da sonst noch? Verringert den Effekt von Blend- oder Betäubungsgranaten. Hört sich auch nicht schlecht an. Die ist ja ausgerüstet. Verringern genommenen Projektilschaden. Verringern bis Finisher, generieren Bonusgeräteauffüllungen. Okay, das ist auch gut. Erhöht EP durch besiegte Gegner ist sowieso fucking broken. Okay. Aber das hört sich... Die müssen wir eigentlich immer situativ dann die Skills anpassen. Je nachdem, was wir halt brauchen. Was haben wir da jetzt? Netzangriffe generieren mehr Fokus. Die machen wir eigentlich schon auch oft, die Netzangriffe. Aber gut, das haben wir jetzt auf alle Fälle erst einmal. Wie schaut es jetzt da bei den Geräten aus? Kann man da jetzt irgendwas verbessern? Da schon her. Den Netzschuss nehmen wir nämlich ziemlich oft her. Der lohnt sich, dass wir den auf alle Fälle einmal ein bisschen ausbauen. Können wir den schon voll ausbauen, oder was? Tatsächlich. Okay, der Netzschluss ist komplett ausgebaut. Das ist schon mal gut. Wie schaut es da jetzt aus? Die Frage ist... Ah, da gehen uns jetzt dann die Rucksack und die Verbrechermarken geschickt. Da hätte ich maximal Schuss für dieses Gerät. Was ist jetzt das nur mal? Was hat er nochmal für... Ach, das ist das Ding da, was da hinten... Okay. Und was war das für drum, was du anspinnen kannst? Das glaube ich war auch der da, oder? Nein, das war jetzt die Drohne. Das ist das Elektronetz, das ist die Netzbombe. Ah, und das ist das komische Hydropumpen-Dingens. Naja, gut. So. Dann haben wir jetzt da noch nicht alles erledigt. Da geht uns noch etwas ab. Jetzt schauen wir uns mal an, was das da ist. Das mit der Black Cat. Ach, da ist ein Verbrechen. Ja, dann. So ein Raketenwerfer weckt einen auf! Ja, der ist gut weiter. Oh, das war dumm.
Her, Pseudo Captain America. Was sagen? Puh, das nenne ich mal Training. Okay. Noch eine Kamera. Das muss Black Cat sein. Bist du eifersüchtig auf meinen anderen Mann? Das hoffe ich. Aber ich stehe nicht auf böse Jungs. Ah, da. Warte mal. Kann man da. Miau. Warum tust du das, Felicia? Du weißt, dass ich dich kriege. Ah, muss man da die ganzen Katzendinger sammeln, damit man am Ende eine Mission mit ihr kriegt? Mr. Billinger, wie schaut's da aus? Können Sie da Auskunft geben? So, da hat sich jetzt aber gerade irgendwo eine Nebenmission aufgemacht. Da. Ah, die direkt davor. Die war davor noch nicht da. Ja. Die schauen wir uns jetzt auch noch an und dann machen wir noch eine Hauptmission. Würde ich sagen. So. Oh, Taubenschlag. Der hat Assassin's Creed 2 gespielt. Howard, lang nicht gesehen. Wie geht's Pidgey? Nicht so gut heute. Vermisst seine Verwandten. Es war für uns beide ein bisschen hektisch. Unser Zuhause wurde zum Gewerbegebiet umgewandelt und wir mussten erstmal ins Feast ziehen. Tut mir leid. Vermieter aus New York können so herzlos sein. Als sie mich rausgeworfen haben, haben sie meine ganzen Vögel freigelassen. Pidgey ist der Einzige, der mich gefunden hat. Ich habe die anderen wirklich überall gesucht, aber mit meinem kranken Bein... Weißt du was? Ich drehe mal eine Runde. Wie wär's, wenn ich nach ihnen Ausschau halte? Oh, jetzt kommt noch mal was dazu. Jetzt muss ich Daumen fangen. Was ist, bin ich jetzt im Pokémon gelandet, oder was? Ah, ist nicht dein Ernst. Was ist denn das überhaupt? Octavius Industries, okay. Ja, es, irgendwie, es wird fein nicht weniger, hey, du. Warte, hab ich dir alles Gute nachträglich zum Geburtstag, mein Freund. Ich hoffe, du hast anständig gefeiert. Leute können mir mal Happy Birthday in den Chat schreiben. Für den lieben für den Misten Wadenbeißer. Ja, genau, wahrscheinlich. Für den lieben Mr. Wadenbeißer. Ja, der ist gestern ein Jahr älter geworden. Der hat ein Level-Up hinter sich. Das würdest du tun? Oh, danke. Ruf mich bitte an, wenn du erfolgreich bist. So, jetzt passt zu Wacht. Ja, ach, da gibt's ja Forschungsmarken. Ja, das schauen wir jetzt mal an, was das ist, wenn man Daumen fangen muss. Du hast einen super Geburtstag gehabt. Das hört man doch sehr, sehr gern. Das hört man doch sehr gern. Schön, dass du bei deinem Ehrentag angenehme Stunden verbracht hast. Eine Taube von Howard. Und die Jagd beginnt. Hey, du bist... Wie schön, mein Können sinnvoll einzusetzen. Das ist doch klar, dass ein Daumen so schnell fliegen kann. Ja, okay, das ist jetzt zum Abfangen. Hab sie verloren. Wie? Bist du noch da? Ja, okay, Daumenfanger werde ich in dem Zeitalter wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt machen wir die Hauptmission. Damit wir noch was Sinnvolles machen.
Bitte gefangene Zivilisten aus Autowrack befreien. Einheit nach Dutchtown. Gut, dann machen wir erst das Verbrechen, weil es eh wurscht ist. Der Unfall sieht schlimm aus. Hoffentlich ist niemand verletzt. Ich glaube, die Trümmer halten Personen im Auto gefangen. Fast geschafft! Alle, warte im Wumms. Ich hatte es im Blick. Ich hab sie! Ganz ruhig! Alle in Oh, Sicherheit. kostet schon raus. Feuerwehr und Rettungsdienst machen ihre Arbeit. Können die wirklich so schnell fliegen? Meint man gar nicht. Sagt der Google Briefdaum bis zu 120. Alter. Okay, ich hab nichts gesagt, ich hab Daumen einfach massivst unterschätzt. Mal wieder wollte ein uniformierter Spider-Fanboy mich trollen, wie die jungen Leute sagen. Er behauptete, Spider-Man tue der Stadt etwas Gutes, indem er Lecks in Wassertürmen stopfe. Fist Construction. So schau her. Consolidated Shipping. Jeff, ich bin da. Was siehst du? Finde die anderen. Der Boss will sie tot sehen. Anscheinend wollen die Dämonen Fists Revier übernehmen. Kommst du klar? Ich komm klar. Oh, Freunde, Sneaky Peaky. Ich meine, jetzt wird es zwar wieder massivst in die Hosen gehen, aber... Schauen wir mal. Haben wir da irgendeinen Scharfschützen-Vollidioten? Schauen wir mal. Das wird mir schon irgendwie gebacken kriegen. Jetzt pass auf. So, der wandert schon mit Mutterseelen allein umeinander. Der scheint auch sicher zu sein. Also nehmen wir den schon mal mit. Da gehst du her. Mit der Birne gegen eine Eisenstange, das hat noch niemand geschaut. Würde vielleicht das Ding vermögen. Wie auch immer. Okay, der ist auch definitiv verloren. Hat's dir schon. Der da hinten ist auch allein. Oh, der ist aber auf Gefahr. Weil der von denen zwar bewacht wird. Okay. Ist da noch irgendwer? So, der ist raus. Der steht noch auf Gefahr. Der war sicher. Dann. Jetzt bist du eigentlich nur noch drüber, oder? Ah, da hinten ist auch noch einer. Nur übersehen. Ob er schon verstanden hat, dass er da los ist? Vor allem, warum sägt der den da nicht hängen, wenn der von da hinten kommt? Das ist die Frage, die ich mir stelle.
Ihr habt, was ihr wolltet. Ihr müsst uns doch nicht umlegen. Fisks Territorium gehört uns. Nicht heute. Was hat sich vor? Oh, OP. Euroballett. You serious? Da denkt sie fast schon, der hängt tief da mal. Hi, Willy. Du. Oh. Netter Overall. Macht echt schlank. Halt dich aus meinen Geschäften raus. Warte, die Dämonen. Wer ist Ihr Anführer? Rette meine Männer, dann sag ich's dir vielleicht. Oh, jetzt erfahren wir es sogar noch, wer der Anführer ist, wahrscheinlich, hä? Schurken vor anderen Schurken retten. Ich hatte mir den Tag irgendwie anders vorgestellt. Hat mich überrascht, was? Wow, wo kommt der her? Gut, ich habe Ihre Aufmerksamkeit. Da eskaliert's gerade ein wenig. Ruh dich aus! Ich sperr sie aus! Jede Wette, dass das knackt durch ist. Ihr beiden bleibt hier und wartet auf die Polizei. Ich schwinge besser außen herum, um nach Fisks Männern zu sehen. Was davon? Der Schädel kannst du auch gleich hergeben. Das ist damit? Aha. Sitz. Muss die Überlebenden schnell finden. Ah! Häng nicht einmal dran, dass du den da schießt. Ah ja. Hey, Dickerchen. Ein guter Transparenzkörper für sein. Ah, ich hab noch angeklebt.
Halt deine Granaten, du Arschloch. Okay. Aber bei dem scheiß Gebäude ja überall ein Loch sein muss, oder? Alles okay? Haben wir alle? Ja, danke. Fisk, deine Männer sind sicher. Du bist dran. Wer führt die Dämonen an? Vielleicht ist er da, vielleicht aber auch nicht. Sieh mal auf dem Dach nach. Ich habe das kryptische Gerede von Fisk vermisst. Aber mit Profis. Nein, bitte! Ah, und das ist der Capo, oder was? Hallo nochmal. Ja. Brudi, da hat's etwas. Ach, komm schon. Ganz normaler Sonntag beim Spidey. Nein, 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 nein! Aua. Oh, jetzt können wir Quicktime-Events. Jetzt wird's lustig. Los, los, los! Ist ja kaum eskaliert. Ist das echt passiert? Ja. Mir wird hier gerade ein Helikopter mit einer Abrissbirne gemeldet. Ja, die Sache mit den Dämonen wird kompliziert. Warte ab, Yuri. Ich schaffe das. Bitte. Also der rammt ungefähr die ganze Stadt über den Haufen. Er fliegt ja nur im Kreis, oder was? Hat der auch irgendein Ziel in seinem Leben? Wow, Raketen! Der Helikopter zerstört die Stadt. Ich weiß. Au. Du musst ihn runterholen. Ich weiß. Runterholen. Ich arbeite dran, Yuri. Ich melde mich. Ja, irgendwie komme ich nicht so wirklich nah an ihm an. Bin gespannt, wer die Rechnung zahlt. Ich glaube, das heißt nicht sie. Hoffentlich überlebe ich das. Hi, ist das die Maschine nach Newark? Ich muss Sie bitten, den Helikopter zu landen, Sir!
Das ist euer Masterplan? Fisk zu ersetzen? Fisk ist nur der Anfang! Ein Motor ist aus, jetzt der zweite. Ich muss den zweiten Motor deaktivieren. Die Frage ist, wo ist der zweite Motor? Kann ja auf der anderen Seite, oder? Ich brauche einen Plan. Und zwar schnell. Schätze, das ist der Plan. Jawohl, schaukeln! Komm schon, Pete, du schaffst das! Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das! Oh, okay. Bitte vermassel das nicht! Stabil. Die Masken sind echt toll. Wo habt ihr die her? Cool, danke. Haben die eine Website? Ups. Hey Yuri, ich hab die bösen Jungs, aber... Aber was? Besorg dir lieber eine Leiter. Hey Miles. Hey Fanboy. Mist, ich bin zu spät. Kommst du? Nein, ich muss zum Rathaus, zu der Zeremonie. Oh, stimmt. Sag deinem Dad meinen Glückwunsch. Okay. Schlag ihm einen Heckrotor ab. Dann fliegt er im Kreis. MJ, ja, okay, schon angefangen? Die Mission war intens. Ich bin noch bei den Vorbereitungen. Wo bist du? Ich wurde aufgehalten. Bin gleich da. Okay. Was haben wir jetzt da sonst noch? Was? New York City Wallcrawler. Irgendwas mit Viereck. Whatever. Mal außer Zoomen da. Haben wir da noch irgendeine Nebenmission? Zufällig? Ah, da herum ist noch eine, da schau her. Da wo man ja stehst, dann wird der Bezirk da auch frei. Schaut sich gut an. Freunde, das schaut sich gut an. Aber die Mission war jetzt tatsächlich actionreich. Sehr actionreich. Ah, da wird schon wieder Unfug drum da rennt. Ein Kampf mit einem Helikopter und einem Kran hoch über unseren vollen Straßen. Ach, da in unten. jeder Zeit in einem flammenden Feuerball der Vernichtung hätte stürzen können. Denken. Den ich einer nicht geschossen habe, hat auch brutal verschaden, gell? Oh, da können wir wieder mal der OP-Kuli decken. Oh, Telefonzellen, das schaut da nicht. Ich finde das geil, dass du da sämtlichste Gegenstände einfach auf den Gegner aufwerfen kannst. Die Dämonen fahren keinen Gang runter. Was haben die nur vor? Alles klar.
Ja, das das ist ja mal ganz einfach. Ich krieg keinen Gullideckel in die Fresse, weil ich bin ein anständiger Staatsbürger. Ja? Einen Gullideckel kriegen nur unflauschige Staatsbürger in die Fresse. Und daher bin ich da safe. An alle Einheiten, Entführung gemeldet. Brauchen mehr Officer bei Carnegie Hall. Bitte bestätigen. Ich habe jetzt keine Zeit für Entführung. Ich muss eine Emission machen. Ware, kannst gern vorbeischicken. Wackel deine Zeit, kommst vorbei, das kriegen wir schon zusammengegessen. Da brauchst du dich gar nicht runter. Oder littert's die selber weg, das kannst du auch tun. So. Netz wieder hergestellt. Aha, siehst du, jetzt kommen nämlich da auch noch ein paar Sachen am Vierer, okay. So. Haben wir noch schnell die Nebenmission da? Wahnsinn! Du bist da! Internetberühmtheit, ach du Scheiße. Geht's jetzt zum Influencer oder was? Oh, cooler Ladescreen. Außerdem Ultra Fun Fact, im selben Haus gibt es jemanden, der auch am 1.10. Geburtstag hat. Ich war total verwirrt. Habt's quasi eine Kombi-Feier gemacht, oder wie? Dann machst du es also? Die Screwball Challenge? Ich weiß nicht, was das ist. Niemand weiß das. Das ist ja das Tolle. Mach ein Foto von dem Code an der Wand und es geht los. Ganz einfach. Es ist für die Bedürftigen. Tja, in dem Fall. QR-Code, okay. Hab's. SM! Du hast die Herausforderung angenommen. Willkommen bei meinem Stream. Ach, BTW. Jetzt, da du an Bist in meinem Stream abgesehen davon, gell? Wie verrückt! Und so funktioniert's. Der Matrix-Barcode, den du geknipst hast, sendet dir die GPS-Koordinaten eines weiteren Codes in der Gegend. Hört sich alles recht zeitintensiv an. Sorry, aber ich muss Leuten helfen. Oh, lustig, dass du das sagst. Denn das hier hilft den Bedürftigen. Ganz besonders einer. Der letzte Matrix-Barcode verriet dir den Standort eines, jetzt kommt's, Entführungsopfers. Was? Ich weiß. Erhöhter Einsatz und all das. Ist sie nicht telegen? Gefangen, hilflos. Wird sie verhungern? Ersticken? Die Zeit ist knapp. Das Internet sieht zu. Tschüss. Oh ja. Das ist echt übel. Sie ist irre. Aber ich muss mitspielen. Hey, und du klatscht doch noch dabei, oder was? Bist du komplett super, oder wie? Hey, Fun Fact, ich hab nicht gewusst, dass in dem Spider-Man später der Stark Tower zum Sagen ist. Mit den Avengers. Ist das ein Easter Egg? Klingelt bei mir im Treppenhaus, fangen Leute an zu singen. Ich dachte, ich hab gar nicht so viele Leute eingeladen. Ja, ist ein netter Nebengeschmack. Bist natürlich gleich aufgezählt, wo du sagst, hey, ich hab auch Geburtstag. Ich mag auch gestanden Zunge kriegen. Ah, da wird Baseball gespielt, okay. Der nächste Matrix-Barcode. Der wird nicht so einfach werden. Ja, da müssen wir einfach. Spinnenkrise! Ich muss durch! Das kann ich verkaufen. Straßenkünstler werden immer besser. Und eine Perspektive vielleicht erhöht. Neues Profilbild. Mei, geh halt weg, ha? Du Arschloch. Ja, schauen wir mal, ob das von oben. Ah, sechs ist da. Von oben schaut das schon. Schlechter Blickwinkel, ah, Hab's! Oh, ach Mist! Gruß geht raus an meine Fans, die gerade neu im Stream sind. Und IRL bei Spidey! Sind jetzt alle durchgeknallt? Während dieser Action-Szene lese ich euch ein paar Zeilen meiner Fans vor. Duck Forever sagt, liebe dich, Screwball. Dein Stream hat mich im Knast motiviert.
Ja, noch nicht ganz dicht. Sagt, Roffel, wie du J. Jonah Jameson die Torte verpasst hast. Roffel, Fancy Dan, absolut. Wer kennt denn das noch, Roffel? Tja, schade, Jungs. Ihr müsst zurück zur Cinnamon Challenge. Tut mir leid, Spidey. Kann nichts dagegen tun, wenn meine Fans so eifrig sind. Diese Leidenschaft. Hashtag gesegnet. Hast du gerade laut Hashtag gesagt? Das ist echt fast so schlimm wie die Entführung. Über den Code solltest du die Koordinaten für den nächsten Ort bekommen haben. Beeil dich! Wer ist ein Screwball eigentlich? Den kenne ich gar nicht. Oder die. Schon Da gesagt. ist der andere Code. Auf 2 Gebäude aufgeteilt. Das wird knifflig. So, 2 Gebäude, das heißt, wir müssen das Gebäude nehmen, oder wo wir seitlich hinsägen praktisch, oder wie? Ja, vielleicht weiter nach hinten noch. Ah, von da kann's gehen. Ah, da haben wir jetzt das niedere. Moment. Noch weiter rauf. Na? Das war die richtige Höhe, aber da sehe ich nicht ums Eck. Na gut, wenn ich da jetzt aufgehe, bin ich... Aber da bin ich zu weit oben. Nimm Photoshop. Chris habe der, ja. Photoshop darf da jetzt helfen, tatsächlich. Ja, aber da bin ich jetzt zu weit oben. Warte mal. Ich bin zu weit weg. Gut, wir brauchen da auf alle Fälle... Warte mal. Vielleicht ist der ja runter. Oh, komm. Ja, das ist das Niedrige. Das ist definitiv... Das muss schon da oben irgendwo sein. Jetzt warte mal. Nein, abseilen geht nicht. Kurs, bist nicht richtig. Anderes Gebäude muss grün sein. Nein, warst auf der richtigen Seite, muss das mehr nach oben. Noch mehr nach oben, also vorher.
Aber die Ehre, abgesehen davon. Hey, aber mehr nach oben geht doch von da gar nicht. Ziel verdeckt. Ah, warte mal. Ja, da wird er verdeckt. Ich glaube, du brauchst eine andere Perspektive, dass der Code auf den einen Gebäude komplett sichtbar ist, also weiter nach links. Also weiter nach rechts, ja, ja. Ja, toll, lol. Hey, warte mal. Wait a minute. Ah, das ist mies. Das ist mies. Scheiße, frischen Knopf. Hab's! Das ist jetzt total inoffiziell. Der Moment, wenn du nicht drauf spekulierst, dass der Spidey auch an der Wand kleben kann. Sie sagen, dass du voll Bombe bist. Schnapp sie dir schnell, sonst tut sich noch mehr weh. Ja, machen wir es einfach, denke ich, das Komplizierteste. Houston, wie soll denn das jetzt auf 16 Sekunden machen? Ah! Tick-Tack, Tick-Tack. Alter, langsam glaube ich, du strengst 8 dich Sekunden. an. Sabi, habe ich die Ehre. Geht doch, dass da an der Wand... Ja, also, weißt du, du musst jetzt die ganze Zeit Foto machen, wo du einfach nur positionierst. Aber dass du jetzt beim dritten an der Wand, ne, aus Spider-Man an der Wand kleben und so, macht ja Sinn. Ja, aber auf das habe ich jetzt wirklich nicht mehr spekuliert. Sabi, ist gut bei dir? Ja, gut. Wir kraxeln jetzt eher auch selten an der Wand auf. Ja, eben, genau das ist ja das. Aber auf das hätte ich können, dass man es vielleicht mal mit Wandkrabbeln probiert. Ja. Aber gut, ne? Einfach denken ist manchmal ziemlich kompliziert. Inoffiziell. Aber offenbar wollen dir ein paar meiner Fans ein kleines Care-Paket bringen. Sie sagen, dass du voll Bombe bist. Schnapp sie dir schnell, sonst tut sich noch mehr weh. Bei dir ist gut? Dann, das hört sich doch sehr, sehr zauberhaft an. Bei mir passt auch alles. Jetzt solltest du die Koordinaten zu unserem Opfer haben. Rette sie, bevor unseren Fans langweilig wird. Im Entertainment heißt Langeweile Tod. Ist nicht weit weg von hier. Ich muss schnell sein. Oh nein, nicht schon wieder auf Zeit. Das ist ja blöd. Du musst wie ein Spinnermann denken. Ja, habe ich nicht so Erfahrung damit als gedanklichen Spinnenmann, ne? Das ist nicht... Aber ja, aber war nice. Kann man drauf kommen, aber war auf alle Fälle nicht gedacht. Überall Kameras. Hier ist es. Kannst du mich hören? Moment, ich reiße die Tür ein. Oh mein Gott! Spider-Man, oh mein Gott! Ich bin dir so dankbar. Für die
Abermillionen Klicks gerade. Ah! Screwball! Schon krass, oder? Du solltest den Blick sehen in deinen gruseligen Augenlochdingern. Oh, schau! Noch mehr Follower. Screwball! TLDR. Hey, warum probierst du das nicht mit dem Mundart? Ha, du Keimerl, da hat's dich viel leichter durch. Weil deine Futzen gar nichts brichst. Ja, stimmt, in Brooklyn hättest du jetzt nicht... Aua. Dumm von dir! Ich will mich hier kommen! Ich darf sie auch gleich verdreschen, wenn du mich fragst. LOL. Was wird mir denn zur Last gelegt? Ich habe gar nichts getan. Das waren alles meine Fans. Da hat sie recht. Wird schwierig, sie dran zu kriegen. Auch als Spinne fange ich langsam an, das Netz zu hassen. Ein schöner Wortwitz. Auf welcher Schwierigkeit spielst du? Normal. Wir konzentrieren uns mehr aufs Spielerlebnis als wir auf Tryhard. Ja? Also ich spiele es ganz unkompliziert. Tatsächlich. Als Soul-Spieler eigentlich für mich eher ungewöhnlich, aber es muss auch mal entspannte Sachen geben. Gut. Jetzt brauchen wir noch einen Rausschmeißer. Jetzt machen wir die Hauptmission noch. Und dann meine haben wir für einen Hut drauf. Schauen wir mal. Warum markiere jetzt ich eigentlich die Hauptmission? Die wird ja angezeigt. Ach übrigens, Kos, da du ja ein neuer Zuschauer bist, erst einmal herzlich willkommen und zweitens einmal, falls du irgendwas nicht verstehst, dann sagst du was bitte einfach. Geht locker auf ganz hart, musst nur mehr dein Gadgets nutzen, ja, das schwer. Lieber nicht. Verhält sich so ein geistig gesunder Mensch? Ich sag Ihnen mal, was da meiner Meinung nach vor sich geht. In meiner Kindheit hatten wir Probleme mit Jugendlichen, die Kleber schnüffelten, um high zu werden. Oh ja, Kleber schnüffeln, wer kennt denn das nicht? Amoralischem Charakter gehe ich davon aus, dass wir hier dasselbe Prinzip haben. Aber so etwas schadet auch dem Gehirn, was auch einiges über Spider-Man erklärt. Er schwingt sich im Smograusch durch die Stadt. Der sagt aber wirklich alles, was wir mir machen, oder? Passt, sehr gut. Du hörst das Spiel zum ersten Mal auf Deutsch. Ich hab mich jetzt ehrlich gesagt da gar nicht mit der englischen Sprachausgabe beschäftigt. Ich find's jetzt nicht schlimm, die deutsche Synchro. Oder halt die deutsche Sprachausgabe. Natürlich wird's ums Englische nicht vorbeikommen, aber da bin ich jetzt tatsächlich gar nicht einmal so abgeneigt. Ja, also man kann sich's auch hören. Ist jetzt keine Vollkatastrophe, finde ich. Ich weiß natürlich nicht, wie es die anderen singen. Zeugen melden Entführung. Haben einen Vorfall beim Union Square. Bitte kommen. Ja, klar, das ist natürlich dann erstmal Umstellung, wenn du das Spiel nur in Englisch kennst und dann hörst du die deutschen Stimmen. Klar. Verstehe. Aber so bisher muss ich echt sagen, das Spiel macht Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, haut mir jetzt nicht so. Wird auch von der Community hübsch positiv aufgenommen. Oder sehr positiv aufgenommen. Also zumindest hat jetzt noch keinen gehört, der gesagt hat, hey, das ist überhaupt nichts für mich.
Ist halt jetzt tatsächlich mal für meine Verhältnisse tatsächlich eine Abwechslung jetzt im Programm, weil ein Superheldenspiel haben wir tatsächlich jetzt noch nie gehabt. Aber bisher bin ich sehr positiv davon influenced, sag jetzt einmal. Taubenalarm. Ja, scheiß auf die Jagd Tauben. beginnt. Wieso kann ich keine Tauben fangen? Weil ich es gerade ignoriert habe. Da ist der Bühneneingang. Und wir sind ganz vorne. Hört sich nach einer Menge Leute an. Er ist Anti-Held. Liebling. Bei meiner letzten Rede war ich noch in der Highschool. Miss Steinberg gab mir damals eine 3-. Wenn Miss Steinberg dich jetzt sehen könnte. Hey, du kannst das, Dad. Hey, komm schon, du hast Spider-Man gerettet. Das macht dich offiziell zu einem Superhelden. Ein Superheld. Oder ich bin einfach jemand, der nie aufgibt. Komm, Schatz. Herzlich willkommen. Bevor ich an Bürgermeister Osborn übergebe, möchte ich ein paar Worte sagen. Also? Ich hoffe, dieser Bandenkrieg ist jetzt endlich vorbei. Wie? Vorbei? Ich meine, es gibt noch ein paar offene Fragen, aber... Offene Fragen? Ein Laster, der vom Tatort verschwindet, von der Firma Consolidated Shipping. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht können wir nachher einen Kaffee trinken und Geht's es 5? herausfinden. Ja. Ja, danke, Jim. Ich hätte es nicht besser sagen können, doch ich versuch's. Wir alle wissen, Officer Davis ist ein Held. Aber wie wär's denn stattdessen mit einem Abendessen? Ich komme Also, glaube ich. vorbei und ich koche. Oder wir treffen uns an einem völlig neutralen Ort, zu einem völlig normalen Essen, gekocht von Profis. Für Taten außerordentlichen Mutes, die über die Pflichterfüllung hinausgehen, verleihe ich mit Freuden Officer Jefferson Davis die Ehrenmedaille der Behörde. Ein anderer GZ. ist hier gerade wirklich beschäftigt, Jim. Klingt dringend, Sir. Gut. Herzlichen Glückwunsch, Sir. Danke, Bürgermeister. Ich teile diese Ehre mit meiner Familie. Meiner Frau Rio und meinem Sohn Miles. Ohne ihre Unterstützung könnte ich den Job nicht machen. Ja? Seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Wer ist da? In den nächsten Tagen werden Ihre Firma, Ihre Stadt und alles, was Ihnen wichtig ist, vernichtet. Menschen werden um Hilfe betteln, aber sie werden nichts tun können. Pass auf, Dummkopf. Solche Anrufe kommen jede Woche. Warum sagst du mir nicht einfach, was du willst? Ich will Sie leiden sehen. Okay. Alles klar. Runter! Okay. Miles! Miles, bist du okay? Ah!
Miles! Peter! Komm schon, Peter! Miles! Miles! Oh Gott sei Dank! Kannst du mich hören, Schatz? Bleib hier! Ich suche deinen Vater! Peter! Peter, wach auf! Alter, du hast gerade voll die Apokalypse jetzt in der Stunde, oder was? Sperr mir jetzt als... Hä? Ist der jetzt gestorben, oder was? Mom! Ist der Peter jetzt gestorben, oder was? Ja, alles klar. Wollte keine Spoiler geben, das darf er da auch raten, dass du nicht spoilerst, weil sonst wären meine Mods mit dem Hammer tätig. Ich wollte die gerade einmal nur vorwarnen. Ich weiß schon, dass es Spaß war. Dwight, wir machen jetzt das Gaming wissen. Machen wir gleich, okay? Wir haben ja gerade intens drinnen, ich möchte jetzt schnell nicht ausreißen. Was müssen wir jetzt überhaupt da? Ich verstehe die Frage nicht. Ist jetzt der Peter draufgegangen, oder was? Der ist ja nicht, das kannst du am Leben verzeihen. Das ist verrückt. Da drüben. Wer ist denn er eigentlich? Er ist der Bub von den Polizisten, okay, ja. Aber sonst? Ja, passt. Ein paar Minuten, ja. Ja, ich hätte gerne ein halbes Bier und einen Cheeseburger, bitteschön. Was ist halt auch selten dämlich, dass du in einem Krisengebiet, wo gerade irgendeine massive Bombe in Tee gegangen ist, in ein Gebäude eingehst, was massivst einsturzgefährdet ist. Ja, freilich, da unter pendeln das Auto durchgehen. Das ist aber auch das Erste, was ich tat. Nein, hab ich nicht. Und eine Cola nicht mehr, ja. Cola allein, aber, gell? Mom! Hättest du gerade nach die Füße gewinnen? Schnell! Steck da! Es rutscht weg! Miles! Alles okay? Gut gemacht, Junge. Bist du okay? Ja. Bist du okay? Mir geht's gut, Mann. Mir geht's gut. Ist wirklich alles okay? Ja, alles gut. Mit mir ist alles okay. Ich bin okay, mein Schatz. Hör zu, Ich liebe dich. Ich muss Dad finden, okay? Nein. Nein. Baby Angel. Nein! Dad ist da drin. Ich werde ihn finden. Miles! Warum? Dad lebt. Ich weiß es. Alter, schwing deinen Arsch da weg. Warum gehst du da hin? Er stand genau hier. Was zum Teufel? Wo wollt ihr denn bitte her? Alter, die Spiel von langsam mal richtig intens zum werden. Dadurch. Ich kann außen rumgehen, um an ihnen vorbeizukommen.
Hey, das Spiel war die ganze Zeit richtig flauschig, jetzt wird's so richtig kriminell. Aber es ist ein bisschen eine intense Noten darf es sein. Nein, nein! Nein, bitte! Das ist ein VW-Lenkrad, wenn du mich fragst. GSC Hubst. Ich kann nicht rüber. Ich muss um die Typen rumgehen. Ja, die Frage ist wie. Da stehen welche, da schlägst. Wieder die Fackeln nicht lang, gell? Oh, ist er mit dem Anzug, ist er der Anführer? Der schaut anders aus wie die anderen. Oh, der hat einen Anzug an, der wo da mit dem Schwert da entlang geht. Der stand genau hier. Ich muss ihm helfen. Ja, aber an ihm werde ich jetzt da nicht vorbeikommen, schaut ziemlich schwer, oder? Jetzt! Ich hab dich, Dad. Ja, der ist hier. Was hast du denn gemeint? Das ist seitendämlich. Hat, glaube ich, der Rede. Nein! Genug! Wir müssen weg. Jetzt! Ich hab so gewusst, dass er ist. Ich hab so gewusst, dass er ist. Dad. Dad. Herr Bulle, der hat's leider überstanden. Dad. Dad, nein! Hör auf, Dad. Hör auf. Okay. Eine Woche später. Ich hab keine Ahnung, Groß. Ich spiele ja nur auf PlayStation 5, weil ich die Version, oder weil ich Spiel schon seit 2 Jahren auf der PlayStation hab. Und ich es nicht eingesehen hab, 50 € nochmal für Spiel auf PC auszugeben. Sonst würde ich es auf PC spielen. Hashtag Ehrenkopf. Mein herzliches Beileid. Kennen wir uns? Ich bin Peter Parker. Ich war beim Rathaus ich weiß, du kennst mich nicht, aber
Ich wollte dir nur sagen... Ich weiß, was du durchmachst. Das wolltest du doch sagen, oder? Oder die Zeit heilt alle Wunden. Oder keine Sorge. Das gehört zu Gottes Plan. Tut mir leid, ich wollte nur... Versuchen zu helfen. Ich weiß. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Ja, sein fucking Papa ist gestorben und dein fucking Ehemann ist hier. Wie soll ich ihm denn gehen? Soll der jetzt eine Party feiern oder was? Mei, also Wurst. Adler ist fit bei dir. So, jetzt kriegen wir bestimmt noch eine 6. Das kriegen wir dann Fertigkeitenpunkt. Es tut mir leid. So, das werten wir jetzt noch schnell geschwind auf. Machen wir mal den. Was haben wir denn? Also haben wir schon 3 schon, ja? Immerhin. Machen wir mal das da voll. Was haben wir dann da? Raketen. Drücke. Jetzt können wir die Raketen sogar zurückwerfen, dann mit der Fähigkeit, wenn wir das mal haben. Sehr gut. Alles gut soweit, das hört man gern. Bei mir passt soweit auch alles. Ja? Alles im grünen Bereich. Gut, was haben wir jetzt da bei den Anzügen noch? Ah, da haben wir jetzt einen neuer mit. Aha, also das ist quasi so eine. Okay, so eine Rockerkleidung. Verteidiger, der letzte Skill, was wird das sein? Ah, nice. Ja, gut, das ist der nächste Baum, den wir ausfüllen werden. Pressiert ja nichts. Wie gesagt, wir erkunden ja das Spiel langsam. Ja, das ist die ganze Moveslisten. Okay. Hast du schon nach Martin Lee gesucht? Okay, also ist tatsächlich der Django, der wo quasi das Obdachlosenheim leitet, ja, der Chef von der Mary Jane. Ich hab's vermutet vorher und er ist tatsächlich scheinbar der Anführer von den Dämonen. Ja. Das hat irgendwie so ein bisschen ins Bild gepasst. Ich sage dir, er ist unser Mann. Bring mir handfeste Beweise, dann sehen wir weiter. Handfeste Beweise. In Ordnung. Hey. Aber von der Tante May, nicht von der Mary Jane. Was denkst du? Ich hab's vermasselt. Der Junge hat seinen Vater verloren. Ich kenne dich zu gut, um dir zu raten, du sollst mal eine Pause machen. Was ist mit der Polizei? Hat sie eine Spur zu Lee? Sie suchen ihn nicht mal. Selbst Yuri glaubt mir nicht. Dann müssen wir ihn finden. Ich habe nachgeforscht. Geh zu dieser Adresse. Martin Lee hat letztes Jahr eine Mehrheitsbeteiligung an diesem Recyclinghof erworben. Du glaubst, er versteckt sich da? Vielleicht. Wir wissen, dass er nicht beim Feast ist. Wenn er nicht am Recyclinghof ist, findest du dort vielleicht Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Klar. Gute Arbeit, MJ. Ich sag Bescheid, was ich herausfinde. Oh, und eins noch. Ich habe mit einem Detective über die Verhöre der Dämonen gesprochen. Sie behaupten, Martin Lee habe die Macht, Zitat, Leute zu verderben. Verderben? Was soll das heißen? Es soll eine Art Gedankenkontrolle sein, die deine negative Seite weckt. Man tut dann Dinge, die man sonst nie tun würde. Hört sich weit hergeholt an. Sagt der Typ, der Wände hochlaufen kann. 1-0 wird Mary Jane. In diesem Sinne, Freunde der Sonne, es wird jetzt scheinbar richtig intens in dem Spiel. Aber da machen wir beim nächsten Mal weiter, okay? Ich glaube, das ist jetzt ein richtig guter Rausschmeißer für den heutigen Stream. Ja? Jetzt ist ein kleiner, der sogenannte Cliffhanger, ja? wie man ja bei uns kennen. So. Ich hoffe, uns hat's gefallen. Also mir auf jeden Fall. Das Spiel hat mir vorher schon taugt. Aber jetzt taugt es mir halt noch mehr. Vorher hat Sabi etwas Entscheidendes geschrieben. Also entschuldige dafür, dass ich das nicht gleich beantwortet habe. Aber der Spaß ist das Wichtigste. Ja, da hat's mit 100%iger Sicherheit recht. Ja, das Wichtigste ist der Spaß am Spiel. Den habe ich auf jeden Fall. Und ihr vermutlich auch. Wie, du schmeißt mich raus? Ich schmeiße ihn nicht raus. Natürlich nicht. Da ich ja niemals da. Ja, wie ein Stream vorbei. Ja, machen wir da einen Cut. Wir können noch ein bisschen labern tatsächlich. Also ein bisschen schmatzen können wir noch. Aber rein Spiele-Content-technisch ist das jetzt so der perfekte Faden, wo wir jetzt durchziehen können. Groß danke dir für dein Following.
Vielen lieben Dank. Ja. Wir werden mal auf alle Fälle morgen, also ich werde morgen auf alle Fälle nochmal live gehen. Definitiv. Ja, wir werden morgen nochmal einen Stream machen. Wahrscheinlich, ich weiß halt noch nicht genau wann. Ja, wir Deutschen haben das Glück, morgen einen Feiertag zu haben. Ja, bei unseren österreichischen Freunden schaut das leider nicht so aus. Ich vermute aber, dass wir eher Nachmittag live gehen. Irgendwann so um 2 oder 3, irgendwie sowas. Morgen können wir tatsächlich nur mal ein wenig länger streamen, dass ich sage, mir bleibt bis um 7 oder so online. Ja, weil normalerweise fange ich ja unter der Woche erst deutlich später an. Also normal geht es um 5, halb 6 Uhr erst los. Aber durch das, dass halt morgen eben ein Feiertag ist, fangen wir morgen wahrscheinlich irgendwann so um 2, halb 3 an. Irgendwo da in dem Ding werde ich mich dann einfinden. Ja. Was wir spielen, weiß ich nicht. Vielleicht spielen wir gleich direkt noch mit Spider-Man weiter. Vielleicht spielen wir auch beides. Spider-Man und Yoshi's Island. Muss ich mal schauen. Aber das kriegen wir auf alle Fälle hin. Auf jeden Fall, ich komme morgen noch mal live. Ja, keine Sorge. Genau, wir haben ja noch ein Gaming-Wissen für Frau Sendprovive. Das müssen wir ja auch, oder? Follow allein wegen DBZ-Musik. DBZ ist halt einfach Liebe. So, jetzt schauen wir mal, mit was wir am Noob wissen, dass wir halt glänzen können. Wir haben, glaube ich, letztes Mal, genau, das mit Forza haben wir letztes Mal gehabt. Nein, mit Minecraft haben wir letztes Mal gehabt. Jetzt geht's um Destiny. Oh, ist der Mr. Day Zero da? Ist der Mr. Day Zero zufällig da? Der, wo momentan hart in Destiny suchtelt. Weil es nicht spielt sonst noch irgendwer Destiny vor euch. Hübsch, der einzige Vorteil für uns Bayern zu Deutschland zu kehren. Morgen ist Feiertag. Ja, Moment einmal, der Tag der Deutschen Einheit ist auch im ganzen Land, meine, oder? Oder ist der nur in Bayern? Nein, der ist nicht nur in Bayern, oder? Ist das ein bayerisch-only Feiertag? Seriously? Kann man jetzt nicht vorstellen. Aber wurscht. So, jetzt passt's auf. Es geht um Spiel Destiny. Sure only, ja, wollte ich gerade sagen. Ja, ich wollte, weil das der Angel gerade so komisch geschrieben hat. So, also passt's auf. Es geht um Destiny. Das Spiel Destiny von Hersteller Bungie wurde bereits 3 Jahre vor seiner offiziellen Ankündigung in Halo 3 ODST angeteasert. Kann ich eigentlich leider nichts sagen dazu, da ich ja bekanntermaßen keine Shooter-Spiele spiele. Ja? Also Name, das Spiel Destiny von Hersteller Bungie wurde bereits 3 Jahre vor seiner offiziellen Ankündigung in Halo 3 ODST angeteasert. Haben wir wieder was gelernt, Freunde der Sonne. Naja, meint, das ist der einzige Vorteil, dass man Deutsch... Achso, im Gegenüber von der ersten Reihe. Ja, okay. Der nichts mit Religion zu tun hat. Ja, das ist tatsächlich wirklich mal etwas, was nicht mit Religion zu tun hat. Das ist tatsächlich richtig. Aber ja. Genau. Na was. Wie gesagt, jetzt können wir noch ein wenig schmatzen. Ich meine, interessiert euch jetzt noch nicht unbedingt. Was ich nur sagen wollte, für alle Neuen, erst einmal merci, dass da hat's auch an die ganzen neuen Follower heute. Wir steuern massivst auf 180 zu. Das ist eine sehr zauberhafte Sache. Noch was. 2 Sachen. Punkt 1. In meine Kanalpunkte, für die das vielleicht noch nicht mitgekriegt haben, weil sie nicht auf Discord haben. Könnt ihr ab jetzt einen Willkommenssound einlösen. Ja? Ihr schickt mir dann, wenn sie es einlöst, entsprechend auf Discord 2 Dateien zu. Einmal ein GIF und einmal eine Sounddatei nach eurer Wahl. So, wenn es geht, nicht länger, so wie 15 Sekunden. Und dann mache ich euch einen Willkommenssound dazu. Ja? Die zweite Werbung, was ich mache, kommt auf meinen Discord-Server. Ja, wer noch nicht drauf ist, Leute, das rentiert sich. Ihr kriegt es da in erster Hand mit, wann ich live gehe, an was für einen Tag, zu was für Uhrzeit und was für ein Spiel. Gemäß mein Real Life kickt nicht wieder irgendwie dazwischen. Ja, aber das haut bisher eigentlich ganz gut hin. Da kannst du dich mit mir unterhalten, da kannst du dich mit den ganzen anderen geschubsten Haufen unterhalten, die wo da schon drauf haben. Mach mir einfach Bazigänger ein wenig größer, da ich sagen. Okay? Vielen Dank dafür. So, Werbung Ende. Destiny 2 gibt es nur, weil sich Bungie mit ihrer Promotion und künstlichen Hypens von Destiny 1 massiv blamiert haben. Weil ich habe ja gesagt, da bin ich, was das angeht, bin ich komplett raus. Also ich kenne mich mit Shooter überhaupt nicht aus. Ich weiß nur, dass der Day Zero momentan hart in der Destiny 2 Sucht versumpfen ist. Weil da irgendwie ein neues Update gekommen ist, irgendwie so. Der spielt ist sehr, sehr aktiv. Der sucht auch Mitspieler, also oder ist auf der Suche nach Mitspielern. Ich meine, falls unter uns irgendwo welche gibt, die wo Destiny 2 gern spielen, schreibt es an Mr. Day Zero mal an. Der ist bei uns, bei mir auf dem Discord-Server, er ist ja ein Moderator, abgesehen davon, könnt ihr bei denen auch gerne mal reden. Ja? Also so ist es jetzt nicht. Aber gut. So.
Wie gesagt, wegen morgen, was wir dann spielen, weiß ich noch nicht. Aber ich vermute jetzt einmal fast eher Spider-Man. Ich glaube, dass wir fast eher Spider-Man spielen. Bei Yoshi's Island haben wir jetzt... haben wir da schon in der 4. Welt oder haben wir in der 3. stehen? Ich weiß es halt einfach nicht mehr. Ist eh wurscht, aber Yoshi's Island, das dauert vielleicht noch 2 Streams und dann haben wir mit Yoshi's Island fertig, abgesehen davon. Spider-Man, meine ich, wird uns ja doch noch ein bisschen länger verfolgen. Da können wir ja mal schauen, ob wir dann vielleicht morgen irgendwie ein bisschen so die Nebensachen machen, wie so Rucksack sammeln, Forschungspunkte sammeln und so weiter und so fort. Müssen wir mal schauen. Aber auf alle Fälle, es wird sich Content finden. In der 4. Welt haben wir stehen bleiben. Okay. Ja, ich war mir nicht mehr sicher, 3. oder 4. Doch, stimmt, weil wir in der 3. Stimmt, wir haben ja die Vasen noch kaputt gemacht und wir haben ja den Frosch gemacht. Ja, stimmt schon. Wir haben ja in der 4. Welt. Tatsächlich, ja, dann ist es sehr bald um. Also wenn ich jetzt mal Yoshi's Island spielen würde, ja, dann haben wir wahrscheinlich schon in der letzten. Dann. Tatsächlich. Wie gesagt, das ist wieder Spiel, das geht recht schnell. Aber auf Spider-Man habt ihr ja eh Bock, abgesehen davon. Sehr, sehr Bock sogar. Eventuell, habe ich glaube ich eh schon, wie gesagt. Ich habe es glaube ich davon abhängig gemacht, wie das Spiel da jetzt ankommt. Weil es gab noch eine andere Superhelden-Spielereihe, die wo ich selber privat schon mal gespielt habe. Zumindest 2 Spiele davon. Das ist aber auch schon, bestimmt schon 10 Jahre her. Das ist die Batman Arkham-Reihe. Ja? Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight. Das sind 3 Teile. Den 3. davon kenne ich gar nicht. Asylum habe ich einmal gespielt und Arkham City, glaube ich, 1,5 Mal, so ungefähr. Ist ähnlich wie Spider-Man. Spielt halt aber halt ganz woanders. Ja, und hat wieder ganz andere Charaktere dabei, weil Spider-Man ist ja Marvel, Batman ist DC. Ist aber, bei Batman ist es so, es ist so eine Mischung aus Assassin's Creed und und Spider-Man vom Kampfsystem her. Also es ist nicht schlecht, abgesehen davon. Müssen wir mal schauen. Ich habe, glaube ich, letztens die Listen ins Discord gestellt, was auf meiner Liste steht für Spiele, was wir mir noch on-stream da vorhaben. Ja, also das ist ewig lang und die wird halt immer länger. Ja, je mehr neue Spiele, was kommen, umso größer wird die Liste natürlich. Aber jetzt in nächster Zeit stehen ja neu veröffentliche. Ich kann es nicht mehr sagen. Neue Spiele stehen halt an, fix. Also es ist halt allen voran God of War im November, Plague Tale, wenn es nicht nochmal verschoben wird, das wurde halt wahrscheinlich gespielt direkt nachdem ich vom Krankenhaus komme, je nachdem, oder wenn ich halt wieder fit genug bin. Das wird eins der ersten Titel, das wo wir spielen. Da darf auch Yoshi's Island erst einmal nach hinten geschoben werden, da sollte man bis dahin noch nicht fertig sein damit. Hogwarts Legacy kommt, God of War habe ich schon gesagt kommt, das neue Pokémon kommt, es kommt so viel Zeug und ich weiß nicht, wo ich das unterbringen soll. Also das wird gut, dass Herbst wird. Ja, gut, dass Twitch-Saison jetzt offiziell angeht. Ja, da habe ich mehr Zeit wie Streamer. Da wenn ich an einem Sonntag wieder meinen Frühschoppen mache, der wo 6 Stunden geht, dann bringen wir schön wie unter. Watch Dogs schauen wir gespielt. Nein, tatsächlich nicht. Watch Dogs habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Und da jetzt auch nicht wirklich viel sagen dazu. Müssen wir mal schauen. Dann kommt ja noch erschwerend nicht zu, dass der eine oder andere vielleicht irgendwann einen Spieler-Request wieder eindruckt. Ja, da lernen wir dann vielleicht auch wieder ein neues Spiel kennen, was wir noch nicht gespielt haben, mit ziemlicher Sicherheit sogar. Dann ist da vielleicht potenziell wieder etwas dabei, was wir dann weiterspielen. Ja, wie das von Mr. Billinger. Das ist jetzt auch ein Hauptprojekt, das von der Samcrowife war ein Hauptprojekt. Ja, also, es habt was ich so gesehen habe, ein sehr gutes Gespür dafür, was ich gern spiele. Ja, also, es ist jetzt noch kein Spiel dabei gewesen. Es waren auch erst 3 so auf die Art. Aber ich glaube, dass ihr da schon ein ganz gutes Gespür dafür habt, was ich so mag und was ich halt nicht so mag. Genau. Das vom Sai, das haben wir 2-mal gespielt. Das lohnt sich halt nicht, dass man das ständig spielt so, weil da ist ja jetzt konkret eigentlich nicht wirklich eine Handlung dahinter. Das war aber auch brutal witzig, das Ghost Exile mit der Yassi zusammen. Das hat schon auch Spaß gemacht. Also bis jetzt waren es lauter Spiele, wo ich gesagt habe, hey, das macht Spaß. Also war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, war jetzt eher nicht so meins. Schauen wir mal. Naja. Müssen wir mal schauen. Ich werde jetzt auf alle Fälle nachher gleich, wenn ihr Bock habt, ich werde mir jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen ins Discord hauen. Da können wir auch noch ein wenig weiterlabern, wenn ihr wollt. Weil ich werde jetzt dann einmal die ganzen Sound-Alerts fertig machen. Die Willkommen-Sounds für die 3 Herrschaften, für den Semcro-Clan und für den Herbert. Damit das morgen dann passt, hoffentlich. Und ja.
sonst habe ich, glaube ich, soweit alles gesagt, was ich sagen muss. Im November kommen viele neue Spiele, 24-Stunden-Streaming kann man. Nein. Das hättest du jetzt schön zurechtgelegt, aber einen 24-Stunden-Stream, den mache ich so schnell nicht. Das werde ich nicht hinhauen. Das Problem ist, egal was ich jetzt sage, das wird später irgendwann einmal gegen mich verwendet, ja? Also das, was man noch eher vorstellen kann, das ist einmal ein 12er, aber der kommt auch noch nicht in absehbarer Zeit, weil da haben wir auch noch ein ganz, ganz schönes Stickel hin, bis dass ich sage, okay, und jetzt machen wir einen 12er. Was wir jetzt auf alle Fälle wahrscheinlich in den nächsten Wochen einmal machen werden, ist ein Community-Zock. Den machen wir, wenn wir 200 Follower voll haben. Da haben wir jetzt nicht mehr ganz so weit weg. Da fallen jetzt noch 24 Stück dafür. Da wird es dann einmal wieder einen Community-Zock geben. Das auf alle Fälle. Ja, da spielen wir mal wieder was miteinander. Was wir dann spielen, müssen wir halt dann schauen. Da steht die Planung halt jetzt noch nicht. Aber so im Groben, bei 200 Follower könnt ihr einen auf einen Community-Zock einstellen. Wir sind noch alle Zeit, wird 24er Nummern. Ja, eigentlich schon. Deswegen ja. 24er darf ich aber auch nicht schaffen. Ich sag's euch, wie es ist. Also das längste, was ich mal gestreamt habe, waren über 6 Stunden. Das war, glaube ich, sogar Elden Ring. Elden Ring oder Mario Kart, eins von beiden. Ich weiß nicht mehr was. Ich glaube, dass Elden Ring gewesen ist im Frühjahr. Aber danach war ich platt. Es liegt halt wahrscheinlich auch am Spiel. Also 6 Stunden Elden Ring spielen, da wo du halt wirklich tryhard bist, vor allem wenn du das blind spielst, wo du die ganzen Bosse und so weiter nicht kennst. War vielleicht jetzt auch nicht unbedingt die beste Idee, die ich haben hab können, aber so nach 6 Stunden Streamer bist du dann auch irgendwo. Deine Konzentration fährt sich halt einfach runter. Weißt du? So wie jetzt so 2 bis 4 Stunden, das ist echt super flauschig. Da bist du voll auf Sendung, da kannst du dich aufs Spiel konzentrieren, da kannst du dich anständig auf die Like konzentrieren. Da feiert sich nichts. Aber so, wenn es da mal. Ist halt jetzt meine Erfahrung, so 6 Stunden plus, dass danach, da gehe ich von dem Büro aus und so gefühlt brauche ich erst einmal Sauerstoffzeit. So auf die Art. Da bist du einfach. Ja. Ist wahrscheinlich auch eine Gewohnungssache. Ja, wenn du jetzt halt einer bist, der wo jetzt ständig 6 Stunden plus streamt, dann gewöhnst du das. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, weil der Mensch einfach ein Gewöhnungstier ist. Aber jetzt so, durch das, dass ich halt durch die Schichterei halt auch, da bist du halt auch irgendwann einmal platt. So. Aber gut. Aber einen 12er, den gibt es bestimmt irgendwann einmal. Das kann ich sagen. Aber wie gesagt, da haben wir noch ein paar Meter zu gehen, bis das dann einmal so weit ist. Aber das kriegen wir auch hin, dann, wenn es soweit ist. Ja, Freunde. Jetzt schaue ich mal schnell, wer live ist. Was hält man da davon? Ah, ich habe sogar schon jemanden da stehen. So. Freunde. Dann darf ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Fürs Zuschauen, dass ihr am Sonntag Zeit genommen habt für den Schund, den ich da verbreite. Merci für die ganzen neuen Follower. Nochmal an der Stelle. Danke für die Resubs. Und allgemein für den Support heute wieder. Und wir sehen uns dann auf alle Fälle morgen. Wann genau schreibe ich dann noch ins Discord? Das kann jetzt auch, dass ich es recht kurzfristig schreibe, aber richtet einmal auf 14, 15 Uhr ein. Irgendwo da in dem Dreh. Ja, plus, minus. Groß auch. Dann spielen wir wahrscheinlich weiter mit Spider-Man. Vielleicht machen wir einen Mix aus beidem. Weiß ich noch nicht. Aber das sehen wir dann morgen. Wir gehen jetzt zum Modzock. Modzock haben wir schon sehr, sehr lange nicht mehr geradet. Jeder kennt einen Modzock. Wer ihn nicht kennt, lasst gefälligst einen Daumen bei ihm da. Die anderen haben wahrscheinlich eh schon einen Daumen da lassen. Der macht heute sozusagen mehr oder weniger Stream-Comeback. Und ja, wer ihn noch nicht kennt, bitte ein bisschen Liebe da lassen. Ja, der Modzock ist ein Moderator bei mir. Gehört auch schon sehr, sehr lange zu der geschubsten Bande, oder? Den nehmen wir mit. Oder? Den nehmen wir definitiv mit. Wer es noch nicht da hat. Okay? Dann riecht's ihm liebe Grüße aus von mir. Ich gehe eh noch mit abgesehen davon. Wir haben einen Raid-Command. Einmal für Subs und einmal für Non-Subs. Einfach kopieren, beim Modzock einfügen, wer es nur, damit er sich gleich auskennt. Wenn wir wird sich eh auskennen, abgesehen davon. Und ja, dann sage ich nochmal Merci. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Macht's nicht stamisch, ja, macht's gemütlich. Wir haben richtig Scheiße wieder. Lot richtig ein zum Gammeln. Und dann hören wir uns morgen wieder. Okay? In diesem Sinne, habe ich die ich bin für heute raus. Viel Spaß beim Modzock. Ich glaube, dass er Musik spielt. Muss ich direkt schauen. Na, Just Chatting macht er. Ja gut, der wird wahrscheinlich dann Musik spielen. Wurscht. In diesem Sinne, pfiat euch, haut euch bis morgen. Habe ich die erreicht.